Servus und Habitäre zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Es ist wieder Zeit für unsere Vorlex, denn der März ist vorbei und da lassen wir es uns natürlich nicht entgehen, dass wir diesen Monat nochmal durch die Mangel nehmen, so wie er uns durch die Mangel genommen hat. Dieses Mal ist ein cooles Special, denn wir haben so einen richtig fetten Kaiju-Fight. Auf der einen Seite ist nämlich so der fette Podcast-Kaiju Viva la Movilusion und auf der anderen Seite zu Gast heute der fette Filmfestival-Kaiju, das Hardline-Führungsteam, der Flo und die Magda, heute zu zweit. Voll geil. Schön, dass du da seid, ist zwar. Danke, dass wir da sein dürfen. Hallo. Aber du hast fett zu uns gesagt, gell? Da geht's schon wieder los. Ja, klar. Ja, Falle, Bodyshaming. Oh, dann seid ihr heute die mehrgewichtigen, der mehrgewichtige Kaiju. Da wird man es politisch korrekt ausdrücken. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht im Stehen bieseln oder so ähnlich, gell? Genau. Die treuen Hörer von uns wissen ja, dass... heute mal, ich hab noch jemanden vergessen. Der Corby ist auch dabei, sorry. Ich bin nicht allein so fett, da ist der Corby auch noch dabei. Ich hab schon gedacht, das ist einfach Absicht, weil es mir beleidigt bist, bei den letzten Folgen nicht mehr dabei war. Stimmt, eigentlich sollte ich die wegbocken und dann immer, wenn du was sagst, voll überrascht sein. So, wow, Corby, fuck, wo kommst du her? Wow! Ja, ich vertrete heute den Mike. Genau. Ja, wo ist der Mike ist eigentlich? Oh, gute Besserung, Mike. Der ist krank, da ist das ganze Haus schon wieder voll mit Seuche. Oh no. Ja, gute Besserung, Mike. Ja, okay, wir lieben dich und vermissen dich. War schön, wenn du da warst und nicht der Corby. Dankeschön, Dankeschön. Aber in allen anderen Folgen, wenn ich dabei bin, rumheulen, wo ist der Corby? Und ja, klar. Aber ich darf das nie persönlich zugeben, dass ich die gern dabei habe. Oh. Oh. Gibt's eine dicke Potato schon her? Ja. So, aber du musst unsere Gäste schon vernünftig vorstellen. Ich wollte jetzt gerade nochmal zurückschwenken, bevor ich die ja vergessen habe, hätte ich ja schon angefangen. Ich selber stelle es jetzt nicht vor, sondern das dürfen die zwei natürlich selber machen. Einmal der Flo und die Magda. Wer anfangen möchte oder darf, das macht sich selber aus. Ihr sitzt in einem Raum, ihr könnt euch mit einem Messerkampf das ausmachen. Wir knobeln sie mal schnell aus. Oh, das Messer fliegt. 3 Runden, oder? Kommt super im Podcast, ne? Ja, genau. 3 out of 5. Also, ich bin der Flo, ich war ja schon ein paar Mal da. Meines Zeichens bin ich seit ein paar Jahren Festivalmensch beim Hardline und freue mich, euch seit dem zweiten Hardline zu kennen. Also dich, Corby, später erst. Ja. Aber der Mike und der Herr Kane waren relativ früh mit an Bord. Zweite Festival, glaube ich. Ich glaube sogar ab dem ersten einmal. Na, so lang schon. War sogar beim ersten. Ich meine schon. Auf jeden Fall kennen wir uns schon ganz schön lang und sehr lang. Eigentlich wohnen wir ja fast zusammen und haben uns alle lieb und deswegen freut es mich immer, wenn ich da sein darf und mit euch ein bisschen über Filme oder was anderes schnacken darf. Aber ich bin diesmal ja nicht alleine, ne? Ja, ich bin die Magda. Ich glaube, mein Name ist zumindest schon öfter mal gefallen im Podcast, wenn ihr über das Team gesprochen habt. Ich habe auch noch nichts Böses gehört über mich. Das schneidet der Corby immer. Okay, verstehe. Seit ein paar Jahren bin ich auch im Leitungsteam vom Hardline, was mich sehr freut, immer noch. Und ich bin tatsächlich auch schon seit Anfang an dabei. Also seit dem ersten Festival war ich als Gast dabei, mit Dauerkarte immer am Start. Und irgendwann, als dann der Förderverein sich gegründet hat, bin ich da rein und wollte mich engagieren und wollte was machen fürs Festival. Und da bin ich dann so immer mehr reingeslidet in die Verantwortung, würde ich sagen. Genau, das hat sich so gesteigert und seit ein paar Jahren bin ich mit dem Flo zusammen das Leitungsteam. Sehr erfolgreich. Ja. Jedes Jahr wird's größer. Ja, danke. Ja, also kann eigentlich schon fast gar nicht mehr größer werden, aber wir denken uns immer wieder neue Sachen aus. Ja, dann müsst ihr mal ins Cinemax, oder? Heißt das Ding wechseln? Lieber schießen wir ins Bein. Also für das, dass es jedes Jahr das Gerücht gibt, ihr wollt es eigentlich verkleinern und es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen, kommt es einem so vor, als wenn es jedes Jahr größer wird. Wie dieses Jahr mit wir fangen von Donnerstag an und machen das bis Mittwoch die Woche drauf. 2 Locations. Kleiner liegt ja im Auge des Betrachters. Ne? Also ist ja schon so, dass es insgesamt weniger Stress wird, wenn die Leute nicht so alle aufeinander sitzen und die hassen, weil sie nicht kommen ins Kino und so.
Da ist mir schon lieber, wenn die einfach in Andreasstadl gehen, ganz entspannt und da Filme schauen. So, das macht schon Sinn und entzerrt es ein bisschen, glaube ich. Auch. Nimmt ein bisschen einen Druck raus, glaube ich, ja. So, also von daher kleiner. Das besprechen wir dann, wenn's Festival war. Touché. In der Theorie, ja. Genau, so die Theorie heute, ja. Es kommt halt ganz drauf an, was für Vollspacken an Medienpartner da sind und wie entspannt das die sind. Also ich habe gehört, dass Movie-Illusion immer mega entspannt ist. Da hat es noch nie Stress gegeben, außer mit Mike, der beschwert sich immer wegen die Handtücher. Ja. Da wird es wieder Ärger geben. Also Mike, wenn kein Handtuch kriegt, dann ist er schon wieder auf 180. Der schimpft schon wieder seit 3 Wochen wegen die Handtücher, dass er unbedingt endlich mal eins haben möchte. Er kann sich ja eigenes mitnehmen. Und du weißt, dass ich eigentlich schon her. Ja, ich petz jetzt gerade fleißig. Ich sag dann immer, Mike, jetzt spinn nicht, das ist so eine tolle Veranstaltung. Ich hab da noch nie irgendwas gehabt und scheiß auf die Handtücher. Es geht doch ums Ambiente mit den Leuten. Deswegen bin ich da. Mike kommt anscheinend nur wegen am Handtuch. Ja, das ist 1:1 genau der O-Ton von dir. Ja, Kani der Schlichter, heiße ich im Podcast in der Regel. Ja, genau. Du, der Mike kommt wie ein Handtuch, du bist halt ein Lappen. Das ist Es gibt einen Viva la Movie-Illusion Chat. Also wer sich immer schon gefragt hat, wie zum Teufel organisieren die über 300 Folgen? Unvorstellbar, wie das geht. Und da finde ich es einmal witzig, der Mike regt sich dann über irgendwas auf und hat dann aber innerhalb von 2 Minuten eigentlich bereits geantwortet und hat alles dann praktisch vergessen, über was er sich aufgeregt hat und hat euch sofort wieder lieb. okay. Also in der Zeit, wo der Kani noch am Schreiben ist, hat dann der Mike schon wieder... Hat er schon wieder abgeschlossen. Kani schreibt, der Schlichte, der wieder, ich kann mich wieder beruhigen, heißt dann. Da brauche ich mich nicht aufregen. Das Handtuch kriege ich schon irgendwo. Und wenn, dann klaue ich es halt jemanden. Hauptsächlich, sie sind wieder blau, damit sie politische Gesinnung widerspiegeln. Ah, das erklärt einiges. Der kriegt von mir das Jahr einen Waschlappen. Ich gehe extra irgendwie zum Kaufhof oder so und kaufe mir einen Waschlappen. Den kann er dann über seinen Sitz drüberlegen. Ja, ein gelber. Ein gelber mit der Anten drauf. Oh, ist da dem gefallen, ja? Den kann er dann seine Kinder vermachen später mal. Braucht aber 2 Lappen dann. Das wäre geil, überall liegen Handtücher und irgendwo liegt ein Waschlappen und auf dem Stuhl sitzt dann der größte Lappen vom Festel. Okay. Naja. Wir sind heute da bei die Volex. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit die Volex, weil wir haben extra für euch dann am Ende noch einen Hardline-Blog aufgehoben, wo wir dann ein bisschen weiter ins Detail gehen, wie das dann ablaufen wird, wie es noch mit Karten ausschaut. Gibt es überhaupt noch Karten? Gibt es noch Handtücher? Die größte Frage überhaupt. Das werden wir am Ende der Folge dann für euch alle aufklären. Jetzt fangen wir einfach mal an mit die Volex und ich bin so frei und schieße einfach mal mein erstes Volex raus. Ein kleines Volex, ein kurzes Volex, nämlich One Piece, die Staffel 2 der Live-Action-Verfilmung ist heraus und sie grenzt oder kratzt in meine Augen an der Perfektion. Ich bin absolut überwältigt gewesen, wie unglaublich toll, dass sie diesen Anime umgesetzt haben. Vor allem, wenn man einen Anime gesehen hat und dann diese direkten Vergleiche hat. Wie viel Liebe das da einfließt, wie handgemacht das da alles ist, ob das Kostüme sind, ob das Schiffe sind und die Sets und so weiter. Also so stelle ich mir Fernsehen vor, so stelle ich mir Filme vor, einfach geile Sachen bauen und nicht gerade nur beschissene Greenscreen-Kackaufnahmen. Aber da gehe ich gar nicht zu tief ins Detail, weil der Corby und ich sind fleißig und machen nochmal eine Folge für euch. Drum hier nur schon mal die Ankündigung, ich find's aber geil. Aha. Ja, ich möchte noch hinterherwerfen, dass das selbstverständlich auch ein absolutes Volex von mir ist. Ich habe das ganze Ding auf einen Sonntagnachmittag durchgebinged und ich habe bei mindestens 2 Folgen wirklich Tränen in den Augen gehabt. Folge 7 vor allem, gell? Und Folge 2. Vor Rührung? Ja, vor Rührung. Ich bin, seit ich ein kleines Kind bin, in dieser One-Piece-Welt drin, aber nicht wegen dem Anime, sondern wegen dem Manga. Ah, okay. Mhm. Und das haben schon so schön gemacht, dass da der Kirby die eine oder andere Träne dann verdrückt hat. Oh. Kann ich voll verstehen. Aber sagst du mir, ist das auf Netflix? Ja. Ah, okay. Ja, ich habe die erste Staffel tatsächlich auch gesehen, aber ich habe noch nicht gemerkt, dass die zweite jetzt rausgekommen ist. Guter Tipp. Was? Dann nach der Aufnahme sofort losheizen, weil ich fand die erste Staffel schon überragend gut, aber sie hat so ein paar kleine Stellschrauben, hat's für mich gegeben, an denen man hat arbeiten müssen. Ja. Und das haben sie sich in unserer Folge über die erste Staffel angehört, weil sie haben das umgesetzt und jetzt hat, wie gesagt, grenzt für mich eigentlich an Perfektion. Also ob das Erzähltempo ist, Kostüme, Effekte, das ist wirklich alles aus einem Guss, das schaut nur gut aus.
Der Kanye hat mehrere Male erwähnt, dass er sich unbedingt wünscht, dass die Nami öfter den Minirock trägt und das haben sie auch umgesetzt. Ja, also genau. Das war alles andere war mir gemacht. wurscht, Erzählung interessiert mich überhaupt nicht. So, der Nami muss halb nackt sein. Und der Sanji soll ja auch viel öfter oben ohne sein. Aber das ist ja dann dafür auf seinem Instagram-Kanal, wenn man ihm da folgt, da postet er alle seine Trainings und die macht halt in der Regel nur in Shorts und da kann einem schon heiß werden. Ich bin gespannt. Flo, du hast da gar nicht reingeschaut, oder? So wie du schaust. Na, Serien sind nicht mein Ding, erstens. Und zweitens habe ich kein Netflix. Ah. So, voll erledigt. Okay, dann doppelt scheiße. Fall abgeschlossen, genau. Dafür darfst du gleich weitermachen, wenn du auch Wolleck oder Dreck dabei hast. Ja, aber nichts Aktuelles. Wir haben ja jedes Jahr wieder die gleiche Diskussion, dass ich eigentlich in die Sachen nachholen muss, die ich die letzten Monate verpasst habe. Und da ist ein Wolleck dabei, das der Corby schon mal gehabt hat. Und zwar habe ich diesen Hundehorrorfilm endlich angeschaut, den ich ja sehr mochte. Was für ein? Good Boy, den ich sehr mochte, weil der als Experiment hervorragend funktioniert. Ob er jetzt stringent ist oder nicht, das ist wieder eine andere Diskussion. Aber einen Film konsequent aus dieser Perspektive zu erzählen, war mir erstens neu und zweitens mutig. Und dann, wenn man nur mitkriegt, dass der Kerl halt über 6 Jahre lang mit seinem eigenen Hund das in der Bude gefilmt hat, das ist schon krass. Also diese Leistung, die der da vollbracht hat. Und was ich aber noch viel spannender fand, ist, dass der eigentlich versucht, Bilder zu finden für ein Hundetrauma. Ne? Es geht ja eigentlich darum, dass der Hund sein Herrchen verliert. So. Und da sich versuchen, in diesen Hund einzuleben, wie denn dieses Trauma ausschauen kann, dann mit diesem Schlammwesen, weil das Herrchen zur Erde wird und so, fand ich super. Also ich habe da richtig viel Spaß gehabt. Und da hat auch der Corby dazu beigetragen, weil du den Hund so süß fandst, gell? Habe ich das richtig im Kopf? Das war mal ein Wolleck von dir. Ja. Nur wegen dem Hund. Ja. Na. Ich fand es alles sehr beeindruckend von der Perspektive her. Ich finde es von Haus aus schon mal cool, wenn man sagt, der Hauptdarsteller ist ein Hund. Und die Menschen sind ja, die haben ja eigentlich wirklich nur so ein Nebenpart, so dass man nicht einmal teilweise das Gesicht sieht. Ja, das habe ich öfter gehört, aber das meine ich mit stringent, die ziehen es nicht durch. Also öfter siehst du das dann schon auch, ne? Also das ist nicht konsequent durchgezogen. Ja gut, ich glaube, mein Hund schaut mir ab und zu mal direkt an. Das ist sicher. Nicht oft. Wenn du was zum Essen hast, wahrscheinlich. So klassischer Hund halt, oder? Genau. Wenn er dann an dem Pommes so vorbeischaut und dann auf einmal meine Augen sieht. Wow. Das für einer. Der frisst meine Pommes. Hast du den gesehen, Kane? Leider immer noch nicht. Ja, hol mal nach. Ich bin da auch schon, war tierisch heiß auf das Ding, aber irgendwie vergiss es dann wieder. Ach, tierisch heiß. Aber der steht auf der Liste, dass ich ihn endlich mal sehe. Mag der? Ja, mir geht's also. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, tatsächlich, ja. Ja, gut, dass ich ihn als Wolleck mitgebracht habe, wenn ich schon mal so als Ding ausgrabe. Ja, ich muss weiterspielen, oder? Ja, genau. Ich darf benennen. Ich spiele in Steilpass gleich zu Magda. Alles klar. Steilplattfuß. Ich habe tatsächlich ein ganz großes Wolleck erstmal. Und zwar. Danke. Das hätte es nicht braucht. Mir geht's auch so. Flo! Mir geht's auch so, vorm Hardline ist tatsächlich immer so ein bisschen wenig Zeit oder Kapazität für Neuentdeckungen und ins Kino gehen. Ja, genau. Genauso wie Zocken und so, schwierig. Aber ich hatte die große Ehre, ich war im März, ich glaube von 6. bis 9., ich krieg's gerade noch mal ganz zusammen, war ich in der Jury beim tollen Final Girls Filmfestival in Berlin. Und das ganze Festival war für mich ein Wolleck auf jeden Fall. Da kann ich jetzt ganz viel drüber erzählen. Sagt euch das Festival was? Ich hab's durch dein Posting oder wo du markiert warst, habe ich es dann das erste Mal auf den Schirm gekriegt. Ah ja, genau. Also Wie heißt das? Final Girl Festival oder was? Final Girls Filmfestival in Berlin, genau. Also das heißt, da geht's nur um Filme, wo von am Frauen Ende und die... nein.
Nee. Es sind nur Slasher-Filme, Genau. weil da ist ja immer Final Girl. So einfach ist es nicht. Ja, also es ist ein Horrorfilmfestival oder ein Genrefilmfestival mit Filmen von weiblichen und non-binären Filmschaffenden. Einfach so, um ein bisschen die Perspektive auszugleichen, um da ein bisschen weibliche Perspektive auch reinzubringen und queere Perspektiven. Wirklich ein wahnsinnig starkes Programm, sowohl von den Langfilmen her, aber es ist auch ganz, ganz viel Fokus auf den Kurzfilmen. Da waren weit über 70 Kurzfilme tatsächlich programmiert. Geleck. Ich war auch in der Kurzfilmjury. Genau, wir mussten nicht alle 70 schauen, es war eine Vorauswahl, es waren aber immer noch sehr viele. Genau, aber starkes Programm, super Team, super Publikum, super Jurykolleginnen, also es hat echt riesen Spaß gemacht. Und wer mal in der Nähe von Berlin ist im März, dem würde ich raten oder dahin zu gehen und das Festival zu besuchen. Genau. Es war sehr schön. Was hast du so für Filmperlen gesehen? Ja, tatsächlich. Also ich kann ein bisschen berichten. Also wir haben sogar Überschneidungen mit den Final Girls. Da können wir ja später auch noch dazu kommen. Aber der Virgin of the Quarry Lake war auch da der Eröffnungslangfilm. Dann haben wir Mother of Flies, der auch bei uns laufen wird. Und Frevaka ist gelaufen, der letztes Jahr bei uns im Programm war. Also es war natürlich cool, so ein paar Parallelen zu sehen, dass wir vielleicht da ein bisschen einen ähnlichen Geschmack haben. So, also die Festivalleitungen kenne ich mittlerweile auch schon besser, wenn wir uns immer wieder mal so begegnet sind. Und der würde schon spoilern. Eine von der Festivalleitung wird auch bei uns in der Jury sein. Wir haben quasi einen Jury-Austausch hingelegt. Und so von den Langfilmen her waren auch noch ein paar andere Highlights dabei, zum Beispiel Queens of the Dead. Oh. Sagt euch der was? Von der Tina Romero. Yes, Das ist der von der Tochter vom Romero, oder? Ja. Das ist die Tochter von George Romero, gell? Ja, auf den bin ich schon gespannt, weil da habe ich jetzt vor ein paar Wochen auch das erste Mal drüber gelesen und so. Da bin ich schon sehr gespannt auf den. Wie war der? Der war extrem lustig. Also man hat's wirklich gemerkt, das Publikum hat den geliebt. Also es haben wirklich alle riesen Spaß gehabt. Es wurde sehr viel gelacht und geklatscht und gejohlt. Also es war wahrscheinlich auch das perfekte Publikum für den Film. Genau, ich mochte den Film sehr gern. Es gibt da super Cameo von Tom Savini und ich kenne mich jetzt wirklich nicht super gut aus, aber den erkenne ich und es war sehr lustig. Genau, ja, wirklich sehr gelungen und ja, sehr, sehr guter Humor und ja, man hat gemerkt, das Publikum ist richtig gut mitgegangen. Was auch ein wichtiger Punkt an dem Festival war, ich möchte jetzt nicht unser Publikum schämen vom Hardline, wir lieben unser Publikum, aber man merkt, dass die Bayern vielleicht doch manchmal so ein bisschen reservierter sind als die Leute in Berlin. Da wird schon deutlich lauter reagiert während Filmen oder nach Filmen. Das fand ich irgendwie ganz amüsant. Also ich war es gar nicht gewohnt, aber ich fand es ganz schön. War eine schöne Erfahrung. Ja, nix. Während dem Film ist die Schnauze zu halten. Ich möchte den Film sehen. Echt, wo gehen wir denn da hin? In dem Fall Team Carne, eindeutig. Ja, im Vergleich zum spanischen Filmpublikum war es noch immer harmlos natürlich. Also eine Jurykollegin von mir, die aus Spanien ist, von einem B-Movie- und Trash-Film-Festival, das könnte euch auch, oder Mike auf jeden Fall gefallen, die hat gemeint, bei ihrem Festival ist das nochmal eine ganz andere Liga. So, das ist, ja, was da gejohlt und geschrien wird und Beleidigungen auf die Leinwand geschrien werden und so, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Da hat der Kane aber zumindest schon mal Erfahrungen mit meiner Frau gemacht, die auch ja. in einem leicht betrunkenen Zustand im Kino. Voll wie ein Schwein ist gewesen. Voll wie ein Schwein. Sag's, wie es ist. Na, geht's da nicht rein? Gott, seid ihr dumm? Dann wieder so ein 5 Minuten Power-Rauschen-Nap gehalten, aufgewacht. Was ist jetzt da passiert? Warum sind die da? Kommt ja zum Festival. Eigentlich ein Trennungsgrund. Na. Schau mal, die Geschichte, die zieht sich jetzt schon über so viele Jahre durch und sie ist immer noch amüsant. Das ist super. Aber der Corby mich wie es Marc da gesagt hat, das ist ja ein bisschen reservierter bei uns und darum kann er dem Publikum im Hardline seine Frau nicht oder. Ich fand das ganz lustig einmal, glaube ich. Ja, ich auch. Aber da gibt es gleich Beschwerden dann vielleicht. Ja, dann holen wir es ab, dann füllen wir es ab.
Sie muss am Samstag um 8 Uhr muss da sein, dann filmen wir es ab und am letzten Film im Short- and Hard-Block soll es dann mit rein. Shores and Horse. Ich glaube, das ist für unser Publikum echt eher vielleicht, wird das vielleicht sogar eher so ein bisschen als respektlos empfunden, wenn dann zu viel geredet wird während dem Film. Also ich glaube, dass das einfach respektvoll gemeint ist, dass man da eher ruhiger ist. So, das ist einfach, glaube ich, ein unterschiedliches Herangehen vielleicht. Also es ist auch beides voll in Ordnung. Aber ich fand es schön, irgendwie mal so was ganz anderes zu erleben. War ein richtiger Kulturaustausch. Fand ich Aber cool. Magda, du warst ja auch in CJs mit dabei und da ist ja ganz ähnlich. Die johlen ja auch, also bei Szenen, die eigentlich ernst gemeint sind, flippen die dann aus und klatschen und so weiter. So krass war es nicht, aber ja. Aber das ist befremdlich erstmal, wenn ja. man da drin sitzt. Also ich weiß nicht, ob ich das geil finden darf. So. Nee, also da wurde jetzt nicht an unpassenden Stellen gejohlt oder so. Das ist dann nochmal eine Spur härter. Genau, aber es wird einfach mehr reagiert. Ja. Ja, das ist oft weird. In Brüssel beim Festival, da haben sie ja so Fußballtröten dabei. Okay. Da mache ich während dem Film. Was? Bring die Leute nicht auf blöde Ideen, bitte. Ja. Scheiße, wir sind im Podcast. Im Podcast mit der größten Reichweite der Welt. Ja. Cool. Nee, also ich kann Aber hallo hier. jetzt nur ganz viel erzählen, natürlich, aber vielleicht gebe ich einfach mal weiter. Du kannst gerne noch ein bisschen was erzählen. Du kannst die austoben. Okay, ja, also ich möchte vielleicht noch auf die 2 Filmfestivals von meinen Jurykolleginnen hinweisen, weil, wie gesagt, die kommen von 2 mir sehr cool erscheinenden B-Movie- und Trash-Film-Festivals, die ich hoffentlich auch irgendwann mal besuchen darf. Zum einen das BAT-Film-Festival aus den Niederlanden, wenn es jemand was sagt. Breda heißt der Ort. Genau, meine Jurykollegin Dani ist da mit im Team. Und das B-Retina Festival aus Spanien, wo meine Kollegin Sabina dabei war. In Cornellà bei Barcelona ist es. Und ja, irgendwie die 2 waren einfach super sympathisch, super cool. Und die haben so abgenördet über Trashfilme, dass ich schon direkt neugierig geworden bin, obwohl das nicht meine Sparte ist. Wäre ich sehr gespannt, da mal hinzufahren. Und ich habe auch schon gehört, dass das manchen tatsächlich ein Begriff ist. Von dem her glaube ich, die haben schon einen ganz guten Namen. Genau, und ja. Dann Vidioten. Ja, Bitte? Schnappst dann Vidiot, dann Dominik und dann Trash-Film-Festival-Urlaub. Ja. Oh ja, das wäre aber was für ihn. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe Werbung für ihn gemacht, dass sie seine Instagram auschecken sollen. Weil natürlich auch VHS und so großes Thema und ich glaube, der wird ihnen auch gefallen auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also der muss ja da dann reinpassen. Ja, definitiv. Das wäre was für ihn gewesen. Und ja, genau, ich war ja in der Kurzfilmjury, war auch eine coole Erfahrung und die Kurzfilme, die wir schauen durften, waren auch wirklich sehr stark, also waren wahnsinnig viele starke Filme dabei, aber wir konnten uns zum Glück recht schnell einigen auf einen Gewinnerfilm und der hat es mir auch sehr angetan gehabt. Da ging es um eine junge Frau, also es war eigentlich so ein bisschen so aus der Rape and Revenge Sparte, aber so sehr zurückhaltend. Aber es ging so um das Empowerment nach dieser Situation und um eine fleischfressende Pflanze, die dieser jungen Frau geheime Kräfte gibt, mit deren Hilfe sie sich dann rächen konnte. Und das war ziemlich cool mit anzuschauen. Also sie hat quasi ihre Täter weggeätzt. Geil. Also so ein bisschen Body Horror auch dabei, was ich auch sehr mag. Also und ein wahnsinnig starker Film mit viel Action und hat uns sehr gut gefallen und hat sich sehr eingebrannt bei uns. Also ich glaube, der hat verdient gewonnen, aber es waren ganz viele andere dabei, auch viele mit Augenzwinkern, obwohl es auch um natürlich schwerere Themen ging, aber auch viel zum Lachen. Im Kopf geblieben ist mir auch der Kurzfilm Spanked by a Ghost, was ich wahnsinnig witzige Idee fand. Dass eine Frau in ihrer Wohnung plötzlich halt von einem Geist gespankt wird und das auch sehr antörnend findet und dann versucht halt rauszufinden, wo dieser Geist herkommt und einfach mehr von diesem Geist zu wollen. Und das war, schon allein der Titel hat schon für sehr viel Lacher gesorgt, als der eingeblendet wurde. Also ja, war sehr witzig. Und wie gesagt, es waren über 70 Kurzfilme, also da war für alle was dabei.
Ja, und ich kann nicht genug cool, Werbung machen, cool, also ja. schaut's mal vorbei. Jetzt gut, du weißt, sagst, nächstes Jahr, Corby, März, Berlin. Ich März Berlin. Genau, du gehst ins Final Girls Festival und ich bleib 3 Tage wach im Berghain. Genau, und am Ende behauptest du warst Ja, genau. trotzdem beim Festival. Ich war das Final Girl im Berghain dann. glaube, das sind manche auch noch gelandet, Weißt du, sagst, glaube ich. Kurzfilm Ja. mit Rape and Revenge. Weil du sagst, Kurzfilm mit Rape and Revenge, das war jetzt ganz cool, so eine Anekdote nebenbei. Wir waren im Landshütter Kurzfilmfestival und da haben wir die Lucia wieder getroffen, die ja vor 2 oder 3 Jahren den Kurzfilmpreis, glaube ich, gewonnen hat bei euch mit ihrem Rape and Revenge. Ja, Film. genau. Wie hieß er nochmal? Martha? Das weiß ich aber nicht mehr, wie der hieß. Ah, bringen sie jetzt nicht mehr zusammen. Dana. Irgendein Dana war Frauenname es, ja. war der Titel, oder? Dana, Genau, sowas. Ja. Die war nämlich mit dem Javi Mendes und sie sind uns auf einmal auf dem Raucherbalkon entgegengekommen. Es war ganz nett, dass wir die Ach, zwei schön. wieder getroffen haben. Javi ist ja ganz Genau. lieb. Ja, der Javi hat Super mir Kerl, ja. geschrieben, der war genau mit Mu unterwegs nochmal, ne? Mit seinem, genau. Genau. Auch genau. ein Film, den man nie vergisst, würde ich sagen. Den habe ich in Sitges nochmal drauf, eigentlich, Javi. Der ein super Kerl, der kennt einen immer und labert einen voll und so. Das ist, ich mag den. Ja, der hat uns auch sofort, die Tür ist aufgegangen, hat uns gesehen und sofort Arme auf. Ey. Oh, Also echt schön, dass Ja, Landshut ist ein schönes Festival, gell? ja. Habe ich es leider nicht hingeschafft dieses Jahr. Ja, ich mag das. nächstes Jahr möchte ich mehr Tage als einen mitnehmen, weil wir haben nur Samstag gemacht diesmal. Definitiv. Aber ich hab mir jetzt vorgenommen, nächstes Jahr mindestens 2 Tage. Und dann auch die Aftershows mitnehmen, die haben ja eine riesen Litanei an Special Events dann auch noch überall mit den ganzen Clubs und Bars und so weiter. Das ist echt, da ist einiges geboten da geht's rund. Wie heißt diese Bar? Schwarze Katz, schwarzer Roter Kater, Hahn. Roter Hahn, Ja. schwarzer Hahn. Stimmt, schwarz. Irgendwie so. Schwarze Katze. Das mag ich total gerne. Das ist ein bisschen wie die Kinokneipen, bloß ein wenig größer. Da kann man dann gut auf einen Absacker hingehen. Das ist beim Kinoptikum da dort. Super Festival. Ich mag die Leute da, ich mag das Festival. Da bin ich nächstes Jahr auch am Start, auf jeden Fall. Ja. Ja, Ja, Micha ist einfach ein cooler Typ. Ja. Wir haben den Rest vom Team leider noch nicht kennengelernt, weil, ja, wie gesagt, gerade einen Tag und dann geht's jetzt zu wie solche, aber nächstes Jahr. Da hätten sie welche schon vorgestellt und dann hast du gleich mal einen dummen Spruch losgelassen und hast Kinderbenos von denen geschnurrt. Die haben sie nicht vorgestellt, die sind an der Kasse gesessen, du Saudepp. Die haben beide ihre Namen gesagt. Ja, wow! Wir haben auch unsere Namen gesagt, Hallo, ich wow! bin der Thomas. Ich darf dir eine Karte verkaufen. Und im Nachhinein war es dankbar um das Kinderbueno. War ja. Okay, weird. Erzähl lieber du mir weiter, Corby, oder? Hast du noch was zum Final Girls oder bist du durch? Nee, Corby, mach du. Ja, genau. Ja, genau, kann ich, halt einmal. Kani, ich habe einen richtig tollen Film für die dabei. Au, jetzt bin gespannt. Da ist so viel drin, was du magst. Das ist grandios. Ich habe mal, Kinder? na, Ja, okay, dann mag ich nicht. aber besser. Der Jack Black ist da dabei. Ja, und der Paul Rudd. Alright. So, jetzt überleg, was ist das für ein Film? Er ist letztes Jahr rausgekommen. Hast du Anaconda angeschaut? Ja, ich habe mir Anaconda angeschaut. Und wie schlimm weil, war ich er? mal, weil ich mal gedacht habe, der Trailer war eigentlich schon witzig. Das hast du gar selber schon mal gesagt, dass Ja. der Trailer witzig war. Und da wird doch bestimmt nur der ein oder andere Lacher zusätzlich in diesem Film mit drin sein. Nö. Es geht darum, dass 2 beste Freunde in der Midlife-Crisis sind und sie sind beide so ein bisschen in der Filmwelt. Der eine ist ein abgehalfteter Schauspieler und der andere macht Hochzeitsvideos, ist also Regisseur. Brandl. Und die, na, nicht so hochwertig. Okay. Und sie haben sich dann vorgenommen, sie machen jetzt in ihrer Midlife-Crisis nochmal so einen richtig geilen Film. Und was würde sich da nicht besser anbieten wie ein Remake von dem Film Anaconda von 1997? Das Ding ist nur, dass Sony auf die gleiche Idee kommt und die haben dann auch nur die Rechte dazu. Also müssen sie sich da ein bisschen was anderes überlegen. Dann haben sie auch zu wenig Budget, sie sind dann wirklich in Amazonas und es ist halt Jack Black Film. Also das heißt, der Humor ist auf einem Level, wo man sagt, ja okay, das spielt mehr über die Mimik von ihm als über den Humor selbst. Der Paul Rudd ist eigentlich schon ein lustiger Mensch, aber er ist so viel Fremdschämen-Humor dabei, dass man halt dann sich denkt, na, hoffentlich ist der Film bald aus.
Sie nehmen immer wieder Bezug zu dem Original-Anaconda-Film. Es gibt so ein paar Action-Szenen mit drin. Also es ist jetzt nicht nur eine reine Komödie, sondern sie haben schon auch versucht, viel Action damit einzubauen. Aber naja, hätte man nicht gebraucht, das Ding. Kommt J-Lo vor. Wollte ja fragen. Tja, dadurch, dass ich jetzt nix sage und ich eigentlich nicht spoilern will, kann ich genauso gut Ja sagen. Also ja. Tatsache. Ja, sie kommt auch vor. Aber dieser scheiß Jack Black, der soll endlich abhauen, der verdammte Jack Black. Warum? Was hat... Der kann nix, der Idiot, der kann nix. Schau dir Minecraft an, der tut nix außer mit seinem dämlichen Scheißgesicht irgendwie dämlich schauen und das ist dann super lustig. Seitdem der das TikTok entdeckt hat und seine scheiß Idioten-Videos mit der Badhosen gemacht hat, seitdem ist der komplett auf dem Niveau hängen geblieben. Ich flippe aus mit dem, der regt mich so viel auf. Aber ist der Minecraft-Film nicht einer der erfolgreichsten der letzten Jahre gewesen? Ja und? Das heißt aber nicht, dass er gut ist. Avatar ist der erfolgreichste Film aller Zeiten und das ist einer der beschissensten Kackfilme mit Riesenschlümpfe, der soll abhauen. Und der zweite Teil noch gleich viel schlimmer, weil er einfach nur der gleiche ist wie der erste, aber mit Wasser. Und dann kommt der dritte, der ist der gleiche wie die ersten zwei, gerade mit Feuer. Ich flippe aus mit dem Avatar-Scheiß. Sagt der lauter Marvel-Filme anschaut. Auf jeden Fall. Die sind alle super. Alle, ausnahmslos. Die sind alle super, da muss ich nichts hören. Ausnahmslos. Nein, Tor 4, den kann ich nicht mal beim besten Willen, ich kann Tor 4 nicht verteidigen. Das ist ein Rotz vor dem Herrn, ich kann nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Im Gegensatz zu Anaconda ist Tor 4 sehr lustig. Das kann ich nicht glauben. Oh je. Das ist jetzt schon sehr, sehr gewagt. Also das ist ein Hot Take, glaube ich, sagt man mittlerweile. Aha, okay. Ich schmeiß noch schnell was hinterher. Und zwar, ich habe mal einen Found-Footage-Film angeschaut. Und zwar The Devil's Teardrop. Sagt euch der was? Na. Nein, ich glaube auch nicht. Ich habe überlegt gerade. Ich habe den nochmal gesehen, ja, aber also mir ist er nicht hängen geblieben. Ne? Da ist nichts mehr präsent. Der ist im Zuge von Hardline-Sichtungen irgendwann einmal auftaucht. Irgendwie sagt mir das auch was. Ja. Aber ich habe nichts mehr präsent, ja. Spricht nicht für einen Film. Leider. Ich erkläre mir, um was geht dann sagt sie bestimmt, ach, der war gut. Ja, erzähl mal. Der Regisseur ist der Gonzalo Otero. Ah, der. Der kommt aus Peru, zumindest. Ja, der. Und auch der Film spielt in Peru. 4 amerikanische Freunde möchten eine Doku drehen. Also die haben von Anfang an natürlich den Film für mich gemacht, weil ich mir denke, geil, die wollen eine Doku drehen, die sind wie ich. Kerle. Ja. Und zwar über illegalen Bergbau in einem Urwald, also in Peru. Und als dann den Einheimischen erzählen, hey, wir wollen da eine Doku machen und wo kommt man denn da am besten in den Urwald rein, sagt jeder zu einer, Euer macht's es nicht, also O-Ton. Da ist der Gestaltenwandler drin, Supai. Sie sagen dann, ja, nee, das glauben wir nicht. So eine blöde Mythologie, da stehen wir drüber. Tja, und wie soll es auch anders sein? Sie haben sie dann leider getäuscht. Den Supai gibt's wirklich. Scheiße. Der findet es gar nicht so witzig, wenn Leute in seinem Wald reingehen und eine Doku drehen wollen ohne Genehmigung. Aber Bergbauen dürfen uns schon in seinem Wald. Das ist ihm scheißegal. Illegalen Bergbau betreiben, das ist ihm wurscht. Das ist ihm scheißegal. Aber wenn das einer filmt, dann rast er aus praktisch. Also, wie schon gesagt, ohne Genehmigung da drin filmen, das geht einfach nicht. Ja, aber der Bergbau ist ja illegal, das ist ja praktisch auch eine Genehmigung. Ja, aber wahrscheinlich, die schmieren den halt. Jeder hat einen anderen Triggerpunkt, das ist einfach so. Okay, ja. Ja, ich hinterfrage nicht, das ist einfach so bei dem, okay. Eigentlich hat mir die Prämisse von dem Film schon echt gut gefallen, aber ich muss sagen, das CGI kommt einfach aus der Hölle. Also deswegen heißt der Film, glaube ich, The Devil's Teardrop. CGI's Teardrop. Ja. Und das hat mir so viel von dem Spaß da drin genommen, dass ich den Film eigentlich nicht so richtig genießen konnte. Aber eigentlich ist der Gestaltenwandler echt geil. Naja, vielleicht macht irgendwann jemand nochmal ein Remake draus. Ja, der Jack Black und der Paul Rabdon. Ja, genau. War also nix. Wie schon gesagt, das CGI hat da leider sehr viel kaputt gemacht. Vor allem am Ende gibt es eine Szene, da entsteht ein Feuerkreis. Und nicht bei dieser Feuerkreis war echt, sondern den haben es auch animiert. Denke ich. Also so hat's ausgesehen. Du kannst den Wald nicht zündeln. Teufel ist los. Ja, das verstehe ich schon, aber das hätte mir... Ja. Waldbrände sind eh so ein Riesenthema mittlerweile, weißt du, das Klimawandel und so. Dann darfst du nur Peru Urwald ankennen. Und vor allem, wenn du keine Drehgenehmigung hast. Ja. Wenn du keine Drehgenehmigung hast, dann kannst du auch nicht anfangen zum Zinteln. Dann brennt alles und dann wissen sie, da ist jemand. Das ist das Schlimmste. Und dann
kommt Polizei oder der Gestaltenwandler Ja, und dann genau. verstehe ich schon. Oder Rohan. Der Supai, ja, dem gefällt das gar nicht. Ah, ja. Ja, schade, dass die nicht vollends begeistern können, Corby. Tja, beim nächsten Mal dann. Okay. So geht man aus. Gut, dann mal was ganz Verrücktes und gebe wieder zurück an die Magda. Okay. Wow. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht die letzten Monate. Nee, ich habe Sie waren jetzt voll was vom Stuhl geflogen, ne? tatsächlich habe ich mit meinem Partner einen sehr langen Marathon Walking Dead beendet im März. Ich habe nochmal nachgeschaut, 117 Folgen, Staffel 1 bis 11. Bin damals vor einigen Jahren ausgestiegen, wo sehr, sehr viele andere auch ausgestiegen sind, bei dieser gewissen Folge, wo ein sehr beliebter Charakter stirbt. Moment, Staffel 1, Folge 1, da bin ich ausgestiegen. Ja, du. Ja, nee, ich glaube, das war... Du meinst Staffel 7, Folge 1, oder? Ja, yes, genau, richtig, ja. Das hat mich tatsächlich, rausgekickt. Ja, die war schon mega hart. Für lange Jahre, ja. Mir hat's dann gelangt erstmal, aber da mein Partner das noch gar nicht gesehen hatte und wir so ein bisschen in das ganze Horror-Ding eingestiegen sind zusammen, habe ich gedacht, ich probier's mal mit den ersten Folgen Walking Dead, weil die schon sehr stark sind, finde ich. Und dann dachte ich, wenn er da hängen bleibt, dann können wir ja vielleicht mal weiterschauen. Und er ist tatsächlich hängen geblieben. Er war richtig hooked. So. Können wir zusammenbleiben. Er hat schon die ganze Buffy-Serie mit mir davor durchgeschaut, von dem her wusste ich schon, er ist auf jeden Fall der Richtige. Und genau, Okay. ja. Und Ist ein guter. Übrigens, jetzt ein Guest Buffy Reboot ist jetzt gecancelt, also schlechte Nachricht für die. ja, ich weiß, erinnere mich nicht daran, das wäre wahrscheinlich mein Wort Dreck, weil ich bin wirklich sehr, sehr traurig und enttäuscht. Genau, aber Ich find's auch schon. ich versuch's zu verdrängen, ja. Vielleicht, ich habe immer nur Hoffnung, dass vielleicht nochmal aufgegriffen wird irgendwie. Ja, genau. Ich kann jetzt auch gar nicht so viel oder will jetzt auch gar nicht so viel über Walking Dead erzählen, das hat wahrscheinlich schon jeder gesehen, aber ich war schon sehr stolz, dass wir es durchgezogen haben. Jetzt wirklich monatelang nur Walking Dead, wirklich in einer Reihe durchgeschaut und am Schluss wurde es dann schon ein bisschen zäher, aber wir haben es geschafft und ich bin stolz auf uns, ja. Dann habt ihr ja dazwischen eigentlich gar nichts anderes mehr schauen können, Na, oder? nicht wirklich. Also ich hab's gesehen, ja. Und bis zum Schluss und wie fandst du die letzten Staffeln? Also für mich ist pass auf, das war dann, also die größte Gurke in der ganzen Serie war dann eigentlich der Krieg mit dem Negan, gegen Negan. Da ja. ist so viel Potenzial auf der Strecke geblieben, das war so kacklangweilig, hat mich richtig, richtig genervt. Als dann die Whisperer gekommen sind, fand das nämlich richtig geil. Und die letzte Staffel im Commonwealth, das war dann ein bisschen, das hat für mich ein bisschen so gute Zeiten, schlechte Zeiten Vibes gehabt, teilweise also nicht gerade so, auch von der Machart her, von den Dialoge, von der Kamera, vom Bild und so, das hat ganz, ganz komisch gewirkt, war, ja, ich kann es eigentlich gar nicht anders als komisch bezeichnen, die letzte Staffel. Aber insgesamt sage ich, ist eine coole Serie gewesen. Ja, voll. Also wir fanden es auch bis zum Schluss auf jeden Fall unterhaltsam. Kann es sein, dass du vielleicht irgendeine Fake letzte Staffel gesehen hast? So ein Amateur Walking Dead. Ja, die Triple X-Version habe ich gesehen. Ja, warum ist die Synchro so komisch? Das hört sich an wie von Tiberius, das gibt's ja gar nicht. Habt ihr euch dann die Spin-Offs auch schon angeschaut? Weil ich habe mir zum Beispiel noch Fear the Walking Dead habe ich noch durchgeschaut, leider Gottes. Nee, ich habe tatsächlich Fear the Walking Dead habe ich einmal nichts. angefangen, aber bin auch irgendwann rausgeflogen und von den restlichen Spin-Offs wusste ich nur gar nichts tatsächlich. Das habe ich auch erst jetzt festgestellt, dass da halt nur wahnsinnig viele andere Serien gibt und Ja. also es erklärt auch irgendwie, warum halt einfach Charaktere verschwunden sind und immer aufgetaucht sind. Das hat mich halt so ein bisschen gestört, dass sich das immer mehr zerfleddert hat zum Schluss und ich eigentlich gehofft habe, es kommt zum Schluss nochmal so alles zusammen. Ja. Habe ich das Gefühl gehabt, es wurden einfach unendlich viele Fässer und Handlungsstränge irgendwie aufgemacht und die sind halt auch offen geblieben. Was auch okay ist, aber es war einfach sehr, sehr durcheinander und sehr viele Perspektivwechsel und
es wurde immer irgendwie immer schneller und dann wieder Zeitsprung und es war dann einfach so ein bisschen hektisch am Schluss. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber sonst natürlich unterhaltsam und ja. Das stimmt. Ja, als die Whisperer gekommen sind, habe ich am Anfang gleich gesagt, jetzt kommen wieder die intelligenten Zombies, das kennt man ja, ne, dass dann irgendwann gibt es so eine Zombie-Evolution, auf einmal werden die irgendwie schlau. Ja, dann war es doch nicht so, aber dann natürlich später kommt es dann doch nochmal, wird es dann doch nochmal aufgegriffen, da habe ich mich dann bestätigt gefühlt. Ja, aber ich fand es insgesamt wirklich, kann man schon machen. Und so in einem Rutsch durchschauen, finde ich auf jeden Fall irgendwie immer cooler, als so einen Cut immer zwischen den Staffeln zu haben, so einen langen. Wir haben es gerade versucht mit der zweiten Staffel Fallout, aber wir kommen da irgendwie gerade gar nicht rein, weil wir von der ersten einfach schon nichts mehr wissen irgendwie. Das ist, ja. Immer von vorne anfangen. Stört mich immer ein bisschen. Ja, ich Immer, glaube. genau, wenn eine neue Staffel kommt, nochmal von vorne anfangen mit allem. Das heißt Ja, nicht. voll. Ich glaube, das müssen wir echt machen. Ich glaube, die dritte Staffel Fallout planen sogar schon für den Sommer. Wirklich? Okay, krass. Ja, die fangen im Mai erst dran an. Ja, sie haben gesagt, sie wollen einen ganz einen kurzen Abstand zwischen Staffel 2 und 3 schaffen, damit es nicht so lang dauert wie nach der ersten Staffel. Okay, ja, das ist gut. Aber das wäre ja schon brutal kurz. Ja, es war brutal kurz. Ob sie es einhalten können, keine Ahnung. Gesagt haben sie es. Ich sag nur, was die Leute sagen, weißt du schon. Und was die Leute sagen, das stimmt normal. Und was Internet sagt Okay. sowieso. Ja, eben, jetzt und die Internet, so it must be true. Ja. Also ich bin nach einer Staffel Walking Dead ausgestiegen, mir hat das irgendwie gar nicht gefallen. Nach der ersten? Ja. Wir haben aber schon mehrere Leute gesagt, ich muss unbedingt weiterschauen, weil das wird doch dann erst nur so richtig gut. Aber ich denke mal Ja, halt das dann, stimmt schon. wenn mich halt schon eine Staffel nicht richtig abholt, dann, na. Ja, ich lade jetzt einmal zu mir ein, dann lüge ich da irgendwas vor und dann schauen wir uns Walking Dead an. Also so wie immer. Ja, stimmt. Seit Jahren lade ich die ein und lüge da was vor und wir schauen uns dann immer Walking Dead an. Aber wir haben ja über die erste Staffel sind wir noch nicht drüber gekommen. Na eben, weil ich da immer abhau. Dreckschwein. Gut, Magda, du darfst wieder jemanden auswählen. Ja, Flo, hast du noch was dabei? Ich habe nicht die 27. Staffel von Walking Dead gehört, gesehen oder sonst irgendwas. Schwach. Aber ich habe ein schwach. Buch gelesen. Uh, Also ich habe zwei Dinge. Ich habe entweder Buch gelesen oder Computer gespielt. Und muss mir jetzt entscheiden, was das größere Walleck war. Eigentlich ist Computerspiel, Okay. weil ich kein Zocker bin. Aber mit meiner Tochter angefangen habe, Computerspiele zu spielen, weil die jetzt in der ersten Klasse ist und ich dem zuvorkommen wollte, weil die Kids alle zocken, ne? Und ich nennen will, dass sie komplett blank in die ganze Konversation reingeht. Also haben wir uns hingeguckt und einmal überlegt, was für Computerspiele das man spielen kann. Ne? Resident Evil oder was da halt alles einfällt. Ja, Manhunt, SimCity Doom. war auch nicht das richtige. Natürlich. Bundesliga-Manager hat ihr nicht so gefallen. Und dann haben wir ein Spiel gefunden, das da hieß Yonder. Habt ihr das schon mal gehört? na. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Fantasy-Adventure, wo du in so einer 3D-Welt, Open World, mehr oder weniger rumrennen musst und Sachen sammeln oder kleine Aufträge erfüllen. Aber eigentlich geht es nur darum, die Steuerung von deinem Joypad kennenzulernen. Mehr ist eigentlich gar nicht. Und diese Welt ist wunderschön animiert. Also hat einen echt schönen Tag-Nacht-Rhythmus, sodass die Kinder, die das Spiel spielen, relativ schnell in so einem schönen Dämmerlicht umherrennen und dann mit Fackeln und da eine Feier und dort eine Feier und dir kann genau nichts passieren. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Wenn du irgendwo von einem Berg oben purzelst, dann spannt dieses Viech da seinen Schirm auf und gleitet halt so oben und lauter solche Sachen. Das fand ich eigentlich super schön gelöst. Kindern es ist ja ab 0 freigegeben, Kindern, die Erstspieler sind, einen leichten Zugang zu solchen Welten zu geben, ohne die zu überfordern. Das hat mir super gefallen, weil diese ganze Animation so schön war. Die Storyline immer nur kurze Geschichten sind, die halt für ein Kind auch aufnehmbar sind. Das hat mir echt super gefallen. Ich hätte das als Kind geliebt. Und jetzt haben wir einen Zocktag einmal in der Woche. Geil. Ach, schön. Wie hat's denn deiner Tochter gefallen? Super. Ja. Ja. Die hat dann sofort gesagt, morgen mag ich wieder noch. Oh. Nee. Nix. Erst spielen wir Resident Evil. Das ist der The Cloudcatcher Chronicles, oder? Ja, genau. Da kennt ihr sie ja aus, gar nicht. Ja, ich hab's gerade noch mit googeln müssen, ich hab da schon ein bisschen was gesehen und es schaut echt super schön aus, aber ich glaube, es ist wirklich an eine sehr junge Zielgruppe gerichtet, gell? Absolut, ne? Das ist nichts für echte Zocker. So. Ich glaube, du schaffst das gar nicht. Probier's. Ist das, auf was spielt ihr das? PC. Also ich über den Laptop. PC, okay. Ja, genau. Konsole haben wir nicht, Fernseher haben wir keinen. Fette Stereoanlage habe ich.
hilft. Aber Zwick, das ist ja eigentlich, ist ja das schon fast Kindesmisshandlung. Ich glaube, ich muss hier mal das Jugendamt rufen. Es ist Kindesmisshandlung, wenn man dem Kind Death Metal um die Ohren haut. Was bist denn du für einer? Letztens hast du Hypocrisy getanzt. So, ne? Das Ja, ist- okay. Jetzt hast du aber noch mal Glück gehabt, jetzt hast du den Kopf geraten aus der Schlinge Letztens gezogen. hat es gebastelt und ich habe Hypocrisy rein durch die Arrival, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und dann hat es jetzt tanzen angefangen. Ne? Alles richtig gemacht. Aha. So, jetzt kommst du, Drecksau. Also schlimme Wörter darf ich mir nicht sagen. Corby, piepst du das raus, bitte? Ja, das wird alles rausgeschnitten. Ja, Ei. Ja, aber cool, das schaut auch wirklich richtig schön und lieb aus, das Spiel. ja, voll. Und was ist dann für ein Buch nur dabei? Hast du es dann auch mit ihr gelesen? Ach so, na, das ist was für große Leid. Ich habe tatsächlich ein japanisches Buch gelesen von einer japanischen Schriftstellerin, deren Namen ich mir weder merken kann noch aussprechen kann. Aber das Buch heißt Das Loch. Das ist in einer Zeit, vor einiger Zeit mal besprochen worden und als das unheimlichste Buch unserer Zeit eingestuft worden. Und ich dachte, okay, Challenge accepted, mag ich wissen. Okay, wow. Und dann haben wir mir das geholt und ich weiß schon, was die meinen, also, aber es ist eine andere Form von unheimlich, wie das, was ich als unheimlich empfinde. Nichtsdestotrotz war es ein super interessantes Buch und ich fürchte, dass ich es nur mal lesen muss, weil ein paar Dinge mir nicht ganz klar sind. Es geht um eine Frau, die zusammen mit ihrem Mann aufs Land zieht, ins Haus, im Garten von seine Leid. Und er ist ständig unterwegs und sie ist mehr oder weniger allein jetzt da auf dem Land und trifft seltsame Menschen und fällt in komische Erdlöcher, wo irgendwelche Wesen drin sind, die sie gar nicht begreift und nicht sehen kann. Sie weiß bloß, dass sie da sind. Und das spielt ganz stark mit so Lynch-Momenten, so, wo du sagst, so, okay, jetzt läuft so ein Wesen, das ist so halb Mensch, halb Tier ist, aber dann doch nicht. Und hat überhaupt keine Bedeutung, sondern du spielst einfach mit sowas, mit so Assoziationen, dass das jetzt nicht natürlich sein kann. Und das fand ich eigentlich einen spannenden Ansatz. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ich kann es nur eingeschränkt empfehlen, weil es nicht durchgehend spannend ist, sondern eher auf so einer Metaebene funktioniert. Ne? Dass man viel darüber nachdenkt, was es Alleinsein mit einem macht, was Unheimlichkeit überhaupt bedeutet, wenn du irgendwo bist. Im Prinzip, sie adaptiert ja ein Heim, das nicht ihrs ist. Also das ist ja ein anderer Begriff von unheimlich, der da transportiert wird. Und das, wenn man sich über all das Gedanken machen mag, dann hat man da gute Zeit damit. Wenn man sich unterhalten lassen will, dann eher nicht. So. Und das ist auch das Problem des Buches, deswegen kann ich es nicht uneingeschränkt empfehlen. Ja. So ist das. Okay. Bleibe bei meinen Star Wars Bücher, die ich gerade lese. Was für Star Wars Bücher? Gibt es da Bücher? Ja, also gibt es schon Tausende. Ich habe gerade auch geschaut, ob es dieses Hörbuch gibt. Leider nicht, gell? Das Loch gibt es nicht, das Hörbuch, sonst hätte ich es auch beim Putzen nackert im Kino gehört. Aber nein, geht nicht. Also ich lese tatsächlich auch seit letztem Jahr wieder mehr Bücher und ich merke, dass mir das echt gut tut, gerade jetzt in der Phase, wo man so viel geglotzt hat, so viel fürs Programming gemacht hat, so viel gesichtet hat, das ist irgendwie echt zum Runterkommen super. Ja. Ich finde es auch wirklich, ich höre auch viel an, aber eigentlich nur die 3 Fragezeichen tatsächlich. Aber irgendwie finde ich es schön, einmal dieses Medium so zu nutzen und nicht dann beruflich irgendwie ständig irgendwas lesen müssen, sondern echt so zur Unterhaltung, zum Runterkommen vom Einschlafen finde ich echt extrem effektiv auch, ja. Voll, ja. 3 Fragezeichen Kids. Nein. Nein, die Originalen. Aber vielleicht höre ich mir die Anno an, weil ich will alles anhören. So, ja. Na, cool. Na, aber ich genieße es eigentlich schon mal wieder, wenn ich einmal ein Hörbuch mir reinziehen kann. Und vor allem, wenn es dann so spannende Geschichten sind. Weil das verzögert definitiv immer die Zeit, wenn man in die Arbeit fährt. Und dann, wenn es um ein unheimliches Loch geht, in der Dunkelheit, also ob ich jetzt Viva la Illusion höre oder dann diese Geschichte. Eins zu eins. Das wollte ich vorher nur sagen, ne? Also 1:1, beides unheimlich as fuck. dadurch, dass dieses Hörbuch nicht dass diese Geschichte nicht als Hörbuch gibt, muss ich eichern nackert beim Putzen. Das ist zwar auch okay, aber es ist halt jetzt auch kein Loch, in das ich dann reinfallen. Ne? Ja, aber dann haust du ja ständig an, wenn du die umdrehst, oder? Wegen dem Rohr.
Ah Gott. Die Stühle Also, im Kino müssen wir auf alle Fälle kurz einmal mit Schwarzlicht ableuchten, bevor wir uns hier sitzen. Für alle, die eingeschaltet haben wegen dem Flo und wegen der Magda, sorry. Sie sind selber schuld, wenn sie sich da einer sitzen. Sie wissen, was sie tun. Ich habe zur Magda gesagt, hier passiert hier nichts, aber Ei. ich habe gelogen. Lüge. Safe Space ist aus. Safe Space, dein Mutter. Ich habe auch Hörbücher mittlerweile zum Einschlafen für mich entdeckt. Ich habe es ja eigentlich immer verpönt. Weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt blöd bin zum Lesen, dann hole ich mir ein Hörbuch, ist eh klar. Aber zum Einschlafen sind sie tatsächlich richtig geil. Da läuft bei mir jetzt gerade der Hobbit durch. Das ist auch richtig angenehm. Aber schön, wenn du einschlafst und jede Nacht dann wieder da sitzt und schaust, wo war ich jetzt halt wieder? Habe ich das schon gehört? Ich weiß nicht mehr. War ich da schon im Halbschlaf? Keine Ahnung. Das nervt ein bisschen, aber naja. Irgendein Tag muss sterben. Also ich finde, Hörbücher finde ich schon ein geiles Medium, aber ich habe es ein bisschen mehr mit den Hörspiele und mag gern so epische Hörspiele wie Otherland oder so, ne? So 25 Stunden Monster-Hörspiel, sowas finde ich dann schon geil. 190 Sprecher und Wow. fetter Sound und so, ne? Das finde ich. Otherland ist schon was ich alle Jahre mal durchhöre und das man hervorragend auch beim Putzen ohne Erektion hören kann. Ja, ist ja klar. Ist ja nicht Viva la Illusion. Da haben sie doch The Sandman auch sogar deutsch als Hörspiel gemacht, mit dem David Nathan unter anderem. Ah ja, vom E.T.A. Hoffmann ist das, oder was ist die Vorlage? Tja, ich kenne eigentlich nur das Buch oder die Netflix-Serie. Ja, Sandman ist vom Neil Gaiman. Gaiman. Wow. Oh Gott. Oh. Also an alle, die wegen uns eingeschaltet haben und nicht gewusst haben, dass da Flo und Magda dabei sind. Sorry. Der Flo. Also egal, wer hier eingeschalten hat, aus welchen Gründen auch immer, Arschkarte halt. Selber schuld. Wenn so kein regulierendes Moment wie der Mike dabei ist, dann ist das halt so, ne? Ja, da müsst ihr jetzt durch. Aber ich mache jetzt einfach weiter mit meinem nächsten Vorleck. Und zwar haben wir mir von Vollkontakt, die lieben Babys, wieder mal ein Filmchen gekriegt, auf das ich mich selber schon sehr gefreut habe, weil ich es nicht im Kino gesehen habe. Rental Family mit dem Brendan Fraser haben wir gekriegt und den haben wir jetzt extra noch angeschaut vor dieser Folge. Und ja, ich bin auch sehr begeistert gewesen von dem Film. Das ist ein unglaublich schöner, herzerwärmender Film. Der Brendan Fraser spielt den Philip van der Blöck, keine Ahnung, wie man so einen niederländischen Namen ausspricht, der in so einer Rental-Family-Firma arbeitet. Und das gibt's ja in Japan wirklich, wo man sich dann Schauspieler bucht, die dann als dein Partner oder einfach nur zum Zocken vorbeikommen oder als Gäste, um leere Sitze in der Hochzeit oder auf der Beerdigung voll zu machen, keine Ahnung. Und da arbeitet er. Und er hat eigentlich aber wieder richtig Schauspielern. Und dann kommt er aber irgendwann in so Situationen rein, wo er eine Vaterfigur ersetzen muss, wo er mit jemandem unterwegs ist, der langsam dement wird. Und erfährt dann so, was es eigentlich wichtig ist in zwischenmenschliche Beziehungen und kriegt da ein bisschen so Sehnsucht nach dem, was er im Leben abgeht. Und der Film hat nicht wirkliche Höhepunkte oder so, sondern der erzählt einfach so die Geschichte schön dahin, aber es ist so richtig schön angenehm ruhig. Es sind ganz liebe, schöne Momente dabei, wo du dann mal sagst, da kann ich mir jetzt ein bisschen vielleicht ans Herz halt fassen, wenn ich eins hätte. Und einfach ein schöner Film gewesen. Den kann ich nur empfehlen. Wer mal einen schönen Nachmittag verbringen möchte mit einfach guter Zeit, der sollte sich Rental Family anschauen. Und Brendan Fraser, der geht immer. Also ich liebe diesen Typen. Ich bin froh, dass der wieder präsenter wird und hoffe, dass ich noch viel mehr mit ihm sehe in Zukunft. Na cool. Da habe ich eigentlich das Poster gesehen und habe mir gedacht, ja, nach The Whale hat er anscheinend Geschmack dran gefunden, dass man da so herzzerreißende Rollen spielt. An die Emotionalität von The Whale kommt er nicht ohne, so krass ist er nicht. Gott sei Dank, weil The Whale war schon übel. Aber er ist einfach schön. Also das ist wirklich, für den passt eigentlich für die Geschichte passt einfach das Wort, das ist schön, was da passiert und wo sie wiederentdeckt und so weiter. Also einfach ein schöner Film. Ja, cool. Aber der ist eher so ein Arthouse-Ding, glaube ich, oder? Würde jetzt gar nicht mal so als arthausig bezeichnen. Also man kann zwar, also er ist weit weg von irgendwie Mainstream, das schon, aber auch nicht arthausig in meinen Augen, sondern einfach schön ruhig erzähltes Drama ohne große Experimente oder sonst irgendwas drin. Okay. Ich habe
Der ist in Regensburg beim... Klingt ein bisschen nach Arthouse. Ja, der ist im Regina-Kino gelaufen in Regensburg. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber der hat schon gute Kritiken auch gehabt. Also der ist eine Zeit lang relativ steil gegangen in der Arthouse-Bubble. Also den fanden schon viele Leute gut. Ja, kann ich verstehen. Ich habe mit dem Christoph Kellerbach da mal geschrieben gehabt und er hat ja gleich gesagt, das ist jetzt schon sein Film des Jahres. Ah, Und kann ich ja irgendwo nachvollziehen, vor allem wenn man dieses Genre und so an sich mag, weil es wirklich einfach ein Film ist, der den danach mit einem guten Gefühl außer Lust. Rental Family. Muss ich mal auf den Zettel schreiben. Passt eigentlich gar nicht zu dir. Ich will kein gutes Gefühl, nur gute Gefühle in meiner Hose ist gut. Sonst keine. Ich habe mir noch kurz, schnell mal noch eins hinten nach, und zwar ein Doppelwortdreck. Das eine, beide gerade ganz kurz angeschnitten, nämlich Scream 7 und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die 2025er Fassung habe ich jetzt auch endlich mal gesehen. Beides riesiger Scheißdreck. Ich habe in einer geschwungenen Klammer hinter beide noch hingeschrieben, und zwar vor allem wegen der Auflösung. Zu Scream 7 gehe ich auch nicht gar nicht weiter ein, weil der Mike und ich haben da eine Folge aufgenommen. Hört euch an, warum er uns so viel aufgeregt hat, aber es ist überwiegend einfach diese Auflösung, die ist so beschissen, brunzblöd. Und genauso ist es bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, 2025, der ist an sich schon beschissen, der Film. Aber die Auflösung, die hat ihn auch gleich notdümmer gemacht. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal auf die Schiene kommt, dass man sagt, hey, wir haben noch keine Auflösung, wer der Killer ist bei unserem Who's Done It. Machen wir es richtig dumm, und dann sagen alle so, yeah, geile Idee. Und das haben sie sich anscheinend bei denen zwei Filmen gedacht. Also grauenhaft Text. Aber wie gesagt, zu Scream 7 kriegt es eine eigene Folge, und zum Sommer nicht, weil der ist nicht, eigentlich war das nicht mehr wert, dass ich ihn hier überhaupt anspreche, aber ich wollte es machen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da gab es doch mal eine Serie. Das ist ja noch schlimmer gewesen als ein Film. Und ich weiß nur, wie du die von Folge zu Folge durchgequält hast, wie ich jedes Mal gesagt habe, dann schaust du doch einfach nicht zu Ende, wenn es so schlecht ist. Und du dann gesagt hast, doch, ich will wissen, wie es ausgeht. Ja klar, war das Ende, dann war das Ende von der Serie besser wie bei einem Film? Ich kann mich ans Ende von der Serie nicht erinnern. Ich sag's, wie es ist. Ich kann mich nicht erinnern an diese Dreckserie. Ich weiß nur, dass mich furchtbar aufgeregt hat. Das ist ja super, dann kannst du es ja nur mal gucken. Ja, oder ich hau mir einfach rustige Nägel ins Auge. Mir ist egal, such's dir aus, Corby. Beides macht gleich viel Spaß. Okay. Wenn es um rostige Nägel in die Augen geht, dann hätte ich vielleicht auch noch ein Wolleck. Also ich mochte ja das. Für mich ist also wirklich ein schönes Wolleck. Für euch glaube ich nicht so, aber ihr könnt es endlich nachholen, die Outwaters nochmal anzuschauen. Den hat Leonine gekauft und wird ihn veröffentlichen. Finally. Ja. Wahnsinn. Oh. Ich liebe diesen Film. Mit deutscher Synchro. Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Du und der Dominik habt's ihn geliebt. Mehr hat er leider noch nicht gefunden. Aber Kadi, wenn wir uns den auf Deutsch mal anschauen können, dann verstehen wir den vielleicht erstmal so richtig. Ja. Endlich, ja. Ich darf man ja tatsächlich auch nochmal anschauen, weil mir ja Skinner Marink komischerweise so gut gefallen hat. Drum möchte ich Outwaters auch nochmal eine Chance geben. Vielleicht hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt damals im Festival und hat mir jetzt besser gefallen. Aber ich bin nur skeptisch. Aber er kriegt seine zweite Chance. Aber die Penisverstümmelung ist dann in Deutsch auf jeden Fall. Gott sei Dank, ich hab nämlich nicht gewusst, was das ist. Was, das war ein Penis? Doch, der Kannst du mal den Spatz. Nackt durch. Das haben wir aber auch schon verdrängt, tatsächlich. Was? Die Penisverstümmelung. Ja. Wo der dann mit diesem Stecker nur in seinem eigenen Pimmel drin umeinander bohrt. Wenn er schon am Boden liegt. Ja, es klingelt leise. Ja, die war schon super. Das war super. Das war so unerwartet auch bei dem Film. Das war ein durchweg hervorragender Film. So gut, dass ich sogar einen Chip esse. Wow, dieser Sound. Ich mir jetzt auch einen Chip, verdammte Scheiße. Magda, was hast denn du nur? Weil wir müssen ja jetzt langsam mal Gas geben, dass ihr nur über das Hardline reden könnt. Ach so, das ist auch noch. Ich habe tatsächlich jetzt. Was ist das? Ich habe tatsächlich nichts mehr, aber ihr vielleicht? Wie schaut's bei euch aus, Flo und Corby? Habt ihr zwar noch was? Ich esse gerade einen Chip, ich kann nicht. Okay, dann Corby. Ich kann tatsächlich erstaunlich viel erzählen, weil ich dabei bin, die Top 500 Filme runter zu gucken von Letterboxd. Oh, wow, okay. Und da bin ich schon relativ weit. Also es ist sehr lückenhaft bei mir. Also ich schaue mir wirklich immer dann aktuell die Filme an, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und da sind sehr viele japanische Filme dabei. Da könnt ihr jetzt viel drüber reden.
Kurosawa. Urozuki Dochi. Kurosawa hat die meisten Filme da gemacht. Also ich glaube, die Top 20 besteht nur aus seinen Filmen. Das ist brutal. Aber die sind auch alle wirklich verdammt gut. Also ich hätte jetzt eigentlich ursprünglich Zwischen Himmel und Hölle dabei gehabt, also High and Low. Ein grandios geiler Film. Schaut euch den an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Erzähle ich aber anders mal. Ich wollte nämlich erzählen, ich habe eine Lücke bei meinen Filmen drin gehabt von den Ghibli-Filmen, wo der Kani den schon mal dabei gehabt hat. Und zwar die letzten Glühwürmchen. Und ich habe mir am Wochenende gedacht, Nein, wirklich jetzt. den ziehen wir doch jetzt mal rein. Und der Tag war gelaufen. Ja, Ja, danach ist Feierabend. tatsächlich, der Flo ist mein Zeuge, der steht auch noch auf meiner Liste, aber ich dachte mir jetzt so, na, der ist vielleicht einfach ein zu großer Downer, um den jetzt noch irgendwie, aber das ja, stimmt gar nicht, der steht gar nicht auf der der Liste. steht auf meiner Liste. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nie gesehen gehabt. Und Magda Lügenmaul. Unglaublich. Eis. Vor ein paar Wochen. Ja, erzähl mal, Corby, was du denkst, ja. Ja. Was ich denke, man weiß ja eigentlich ab Minute 1, was passiert. Also man weiß ja, auf was man sich da einlässt. Und ich habe mir da gedacht, ja okay, aber ich will ja wissen, warum der so weit vorne in der Liste ist und warum der Kani behauptet hat, er hat da geweint. Also ich habe da auch geweint bei dem Film. Ja. Und das ist so ein Ding, da sitzt man halt dann danach, obwohl der Abspann schon lang durchgelaufen ist, immer nur da und denkt sie, ich will jetzt da gar nicht groß spoilern. Und Magda, ich glaube, du kannst mir da zustimmen, dass das jetzt nicht unbedingt so der schönste Wochenend-Nachmittagsfilm ist. Definitiv nicht, nein. Ja. Wir haben ja den miteinander angeschaut, die Magda und ich und nur ein paar Leute. Und ich bin dann auch heimgegangen. Ich habe nicht mehr geratscht. Warst du da? Na, ich bin auch sofort gegangen nach dem Film. Ich war bedient. Also normalerweise bleiben wir immer beieinander und ratschen ein bisschen, aber nee, kannst du vergessen. Nach dem Film brauchst du nichts mehr. Der macht nichts Gutes mit, oder? Da wünscht dir irgendein japanisches Loch, in das du reinfällst. Ja, aber wirklich. Er ist echt verdammt gut, aber das ist so ein Ding, das muss ich nicht so schnell nochmal singen. Nee. Ich habe mir das Steelbook gekauft vor kurzem. Du schaust da jetzt jeden Tag an, oder? Nein, es ist noch original verpackt im Regal und aktuell habe ich ja noch so das Gefühl, da wird er noch sehr lang original verpackt stehen bleiben, weil ich auch nicht so das Bedürfnis habe, den nochmal zum Singen, aber es ist ein wunderschönes Steelbook. Ja, mein Bruder hat das ganz passend formuliert. Der hat gesagt, das ist ein Film aus der Kategorie richtig gut, aber will ich nie wieder sehen. So, ja, das muss man mal gesehen haben, aber es reicht einmal. Das stimmt. Ja, meine Frau ist heimgekommen und hat dann mich gefragt, was mit mir los ist, weil ich so komisch schaue. Dann habe ich ihr 3 Sätze von der Handlung erklärt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich soll schon gar nicht mehr weiterreden und sie versteht mich und sie lässt mich jetzt in Ruhe. Oh. Ja. Armer Korbi. Macht nichts. Wir können alle das Leid teilen. Also, Ja. Das stimmt, das ist gut, dass wir wirklich alle 4 jetzt da gesehen haben. Ja. Können wir uns zu 4 da ritzen. Ja. Meisterwerk auf jeden Fall, ja. Aber wir sollten die Stimmung vielleicht dann, Ja. wir sollten die Stimmung ja dann ein bisschen heben und übers Hardline reden, oder? Ich habe noch ein Warleck dabei, bevor wir ins Wochenende reden. Ich habe dann auch noch eins. Was noch ein Chip, oder wie? Ich war jetzt im März auf 2 Konzerte, waren natürlich beide Warlecks. Einmal haben wir Gutterlachs wieder mal angeschaut, geiler Schweindelgrunz. Aber das richtig große war in Wien, waren wir bei Wu-Tang bei einer Abschiedstour. Und das Konzert selber natürlich ein Warleck, aber das größte Warleck war der Putzmann im Westbahnhof in Wien. Okay. Wir haben da schnell noch eine, weil da war so eine Einkaufsmeile daneben und wir haben gesagt, wir brauchen noch was zum Essen. Und dann sind wir schnell jeder aufs Klo gegangen und dann gehst du rein und dann sind 3 Klokabinen dort. Und aus der mittleren Klokabine hörst du also einer schwer erkältet da drinnen gesessen in der Klokabine und dann bin ich aufs Klo gegangen und dann hörst du die mittlere Kabine, das aufgeht und da sind mehrere Leute drin gewesen, also eigentlich ganz nett, dass seine Kumpels mitgegangen sind und haben ihm geholfen, weil er krank ist. Aber dann ist der Putzmann daneben gestanden und hat so und hat geschrien auf einmal so, Narcos, Polizia, Narcos. Und dann die Typen gleich alle so, oh fuck, nein, bitte nicht. Und dann ist der Polizist, der Putzmann steht dann so geil da mit seinem Wischmopp und hat's einfach nur ausgelacht und hat dann seinen Job weitergemacht. Das war der geilste Typ ever.
Ist zwar ein bisschen gemein, Leute, die einen Schnupfen haben, so zum Ärgern, wenn sie schon sterbenskrank sind. Aber trotzdem cooler Witz von ihm. Habe ich viel lachen müssen. Mann, geil. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Die hätten gern fotografiert, damit man einspielen können hier. Aber Putzmann aus dem Wiener Westbahnhof, du kriegst fette Props von mir. Und du warst dann sehr schockiert, als dann aus der Kabine wieder rausgehen hast müssen? Ja, weil ich mir gedacht, fuck, ich habe auch einen Schnupfen in meiner Kabine vor mir gekriegt. Das hoffentlich ärgert der jetzt mich nicht, weil das mag ich nicht, wenn mich Leute ärgern. Ja, jetzt ist der Flo verschwunden. Ja, ich glaube, du hast mit deiner Geschichte ihn so stark gelangweilt, dass er sich gedacht hat, so, Jetzt ich hab ich hau einen jetzt erstmal ab. Genau, jetzt brauche ich auch einen Schnupfen, weil ich brauche wieder gute Laune. Der gute alte Hollywood-Schnupfen hat in Wien zugeschlagen. Ja, dann warten wir mal noch kurz, bis der Flo kommt. Ich habe mir noch den Long Walk endlich angeschaut, Corby. Ja, hast du auch noch gesehen? Ja, ich fand, also war sogar fast ein Wolleck, muss ich sagen. Also ich finde So fast? Oh, den habe ich auch noch nicht dann ist gesehen. der Wolleck. Hat's mich überzeugt, ist der Wolleck. Ja. Sehr gut. Also ich fand wie man aus dieser minimalistischen Story das trotzdem so mitreißend umsetzt, fand ich echt stark, weil ich hab so ziemlich mit jedem, der es nicht schafft, mitgelitten. Das war immer extrem emotional und krass dargestellt. Und vor allem das Ende fand ich super stark. Also das war, also natürlich kein schönes Ende, kann man auch sagen, aber ein stark geschriebenes Ende, finde ich. Und habe eine gute Zeit gehabt mit dem Film. Jetzt hat mich das Bierchen interessieren, muss ich sagen. Wobei das Bier soll wesentlich schwächer sein in dem Fall, also, oder langweiliger. Gut, aber ich hab's von Mike gehört und auf Mike darfst du nicht hören. Ja, und du hast dann anscheinend die Warlex-Folge, wo ich drüber geredet habe, auch nicht angehört, weil da habe ich es ja gelobt. Also ich fand's bei Weitem nicht so langweilig wie der Mike. Okay, ja. Ich lies auf alle Fälle. Du musst ja auch sagen, der Mike ist ja, was das alles betrifft, extrem abgestumpft. Ja, der Mike hat ja überhaupt kein Gefallen mehr für nix. Ja. Eben, das ist ja eiskalte Sau, der Mike. Das ist ja klar, was möchtest du erwarten von jemandem der AfD-Welt? Da kann sie nicht weit her sein. Wolleck. Aha. Ach, wir wissen ja gar nicht, ob es weit, weil unsere Wahl ist ja geheim. Jetzt haben wir in der Demokratie. Der Mike sagt's ja nicht. Das ist ja nur eine Vermutung vom Flo gewesen. Flo, du bist wieder da. Wie schön. Das haben jetzt die Leute im Podcast nicht gesehen, dass ich auch einmal weg war. Aber jetzt wissen sie es. Du, ich bin dir ein bisschen rausgegangen und habe frische Luft geschnappt. Wir haben es ja noch gesagt. Und habe ein paar Chips gegessen. Dann bist du jetzt gestärkt, dass wir den Hardline-Blog einläuten können. Ja, können wir machen. Schöner ASMR-Part wieder. Hör auf, halt leider geschlafen unterm Autofahren wegen dir. Ja. Also ein ASMR-Podcast, der hat doch irgendwie 10 Millionen Aufrufe oder so. Ja, Hardlines, wie schaut's denn aus? Erzählt uns mal ein bisschen über das Hardline, weil es ist ja dieses Jahr ein wenig anders, wie wir schon angekündigt haben, mit Beginn Donnerstag, Ende Mittwoch, 2 Locations. Wie ist das zustande gekommen? Was erhofft ihr euch außer Entzerrung? Und habt ihr dann das Team auch vergrößern müssen wegen 2 Locations? Ja, wir haben jetzt 17 Kinder bei uns beschäftigt. Der hat jetzt Kind eine Schaufel gekriegt und dann seitdem machen wir ein Löcher. Japanische Löcher? Verkauft sich gut, haben wir gehört. Ja, genau. Fakt ist, wir sind letztes Jahr, glaube ich, das kann man so sagen, mit dem Zuspruch ein bisschen überfordert gewesen. Und wir sind ja als Méliès-Festival verpflichtet, eigentlich länger als 5 Tage zu sein. Und haben dann nur wegen Corona einen Aufschub gehabt, Okay. dass wir verkürzt stattfinden dürfen für einen bestimmten Zeitraum. Der ist jetzt ausgeschöpft. Das heißt, wir müssten wieder eigentlich auf diese 5 Tage zurückgehen. Und das können wir uns als Festival aber nicht vorstellen. So. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben A, das Problem, dass zu viele Leute einen Film sehen wollen. Wir haben B, das Problem, dass die Leute... dass wir als Festival wieder 5 Tage stattfinden müssen. Also führen wir doch das zusammen und machen einen Nachspielort, aber einen, den ich mit einem ohne Zusatzkosten stemmen kann. Also einen, der jetzt keine Belastung fürs Festival an und für sich darstellt. Und da ist halt die glückliche Fügung, dass mein eigentlicher Brotjob Kinobetreiber ist und ich den Andreas Stadl hier betreiben darf und das mit meinem Team hier stemmen kann. So, und die Kosten bleiben dadurch überschaubar. Wir haben da so Listenpreise, die relativ weit unten sind. So, und deswegen habe ich einen kleinen Saal jetzt für diese Zeit gemietet. Besser wäre an und für sich eigentlich die Filmgalerie als Kino, weil man dann so ein bisschen Ameisenstraße entwickeln kann. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, wie sich das mit diesem Nachspielen etabliert. Und wenn das funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir mit dem Festival
auch in die Filmgalerie gehen, da liebäugle ich schon auch damit. Genau. Das war der Hintergrund, weshalb wir diesen Nachspielort jetzt haben. Jetzt laufen also alle Langfilme des Festivals zweimal, nur einmal davon als Premiere mit Gästen und so weiter. Und das im Andreasstadl ist dann die günstigere Variante. Im kleinen Saal, der nur 25 Plätze fasst, kannst du für 9 Euro reingehen und den Film sehen, ungefähr einen Tag bis maximal 3 Tage danach. Und ein bisschen Festivalstimmung mitnehmen. Ne? Also wenn kein Platz mehr war oder du den Film ein zweites Mal sehen willst, wie bei Outwaters 3, den kann man dann im kleinen Kino anschauen. Genau, aber halt dann ohne Gäste und. Outwaters 3? Was ist mit dem zweiten passiert? Ja. Magda, was ist mit dem zweiten passiert? Den haben wir einfach übersprungen. Also. Es ist wie ein Dude, wie hieß er, der Dude Bro Party Massacre 3, oder? Ja. Wo es auch keinen ersten und zweiten Teil gegeben hat. Was für ein Knüller, oder? Also, der war so gut. Schade, doch. Das wusste ich gar nicht. Bombenfilm. Hast du das nicht gewusst? Nee. Ja, okay. Ja. Und alle haben dann auch googelt, wie Teil 3. So, ja, not. You look like a bag. Das ist of sowas oranges. wie mit Ballermann 6, wo man sich auch fragt, was ist mit Ballermann 1 bis 5? Aber die gibt's ja, oder? Wo ist diese Ballermann? Wie ist es dann? Habt ihr dann aber mit dieser Entzerrung und dieser Vergrößerung, nenne ich es jetzt einfach mal, habt ihr dann auch das Programm ein bisschen vergrößert oder bleibt die Anzahl von Filme und Kurzfilme ziemlich gleich zum Vorjahr? Ja, genau. Also es ist tatsächlich gleich wie im Vorjahr. Das heißt, wir wiederholen bloß die Langfilme, aber das Programm hat sich nicht erweitert. Es kommen auch nicht mehr Gäste und wir haben das Team auch nicht erweitern müssen. Das heißt, genau, für uns ist es so ähnlicher Aufwand wie letztes Jahr, aber können halt die Filme wiederholen und haben eben, wie schon gesagt, die Hoffnung, dass eben mehr Leute die Chance haben, einen Film anzuschauen als letztes Jahr, wo, glaube ich, doch einige enttäuscht waren nach dem Ticketvorverkauf, weil viele einfach leer ausgegangen sind. Und vielleicht ist es ja dieses Jahr ein bisschen anders. Ja, wäre geil, auf alle Fälle, weil De facto ist sogar weniger Aufwand, also wenn man es so sieht, weil wir in diesem Jahr keine Podiumsdiskussion haben und auch so ein bisschen im Rahmen abgespeckt haben. Also die Virtual Reality war zwar schon etwas, was gut funktioniert hat und was als Perspektive schon mal interessant war, aber was natürlich ein unglaublicher Kostenpunkt ist. Also es sind schon dann nochmal einfach 5.000 Euro, die da liegen und wo du eigentlich nur einen Sponsor bräuchtest. Und das tut uns einfach als Festival zu weh. Wir haben diese Kohle nicht so einfach rumliegen. Und wir haben diesen Sponsoren, der uns im Vorfeld mehr oder weniger grünes Licht gegeben hat dafür, dass die mit aufsteigen oder aufspringen auf den Zug. Der ist dann doch nicht eingestiegen und jetzt haben wir auf diesen 5.000 Euro sitzen geblieben, das dieses Virtual Reality uns halt kostet. Und deswegen haben wir gesagt, so ja, solche Dinge muss man halt sehr gut überlegen, wenn man es machen mag. Und das muss finanziell gesichert sein, sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch. So, hilft dir der ganze Erfolg nichts, wenn du da dich falsch kalkulierst. Und so ein Fehler, der mir im letzten Jahr in dem Fall unterlaufen ist, der uns als Festival eigentlich nicht mehr passieren. Und das ist der Grund, weshalb wir im Rahmenprogramm ein bisschen abgespeckt haben. Es gibt keine 2 Partys, sondern eine Party. Podiumsdiskussion haben wir nicht, aber ausgiebiges Q&A zum Highlight Deutsches Kino, wo wir auch einen Pitch dazu haben, aber das läuft also mit in dieser Sektion. Und dieses Virtual Reality Ding haben wir abgesägt. Heißt nicht, dass es für immer so ist. Vielleicht haben wir das irgendwann wieder, aber im Moment einmal nicht. Genau. Also von war auf daher. alle Fälle cool. Also, Ja, das ist schon spannend da. Ich Ne? fand das ziemlich interessant. Also ich finde es super toll und als Festival hast du schon die Aufgabe, auch mal was zu machen, was du vorher nicht gemacht hast und Perspektiven zu eröffnen auf etwas, was sich da tut. Aber es muss halt auch ein Geldbeutel passen und wenn man sie da übernimmt, dann ist man selber schuld, bezahlt Lehrgeld und damit ist die Messe gelesen. Wieso keine Podiumsdiskussion mehr? Weil die ist ja, glaube ich, fast jedes Jahr gewesen, oder? Ja, mit Pausen immer wieder mal. Also ursprünglich war ja die Podiumsdiskussion einfach zum Thema Zensur. So hat es angefangen damals beim ersten und beim zweiten Festival. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wie wir auch aus Förderauflagen diese deutsche Sektion einführen mussten, habe ich immer gesagt, ich will nicht einfach nur deutsche Filme zeigen, sondern die müssen irgendwie auch in einem besonderen Rahmen vorgestellt werden.
Und da hätte ich gerne eine Podiumsdiskussion, die halt das als mehr oder weniger Diskussionsreihe dann etabliert werden könnte, wo wir darüber reden, wo steht denn der deutsche Genrefilm? Aber es ist schon so, dass er sich nicht jährlich neu erfindet und neu entwickelt. Und vielleicht kann man diese Podiumsdiskussion dann auf alle 2 oder 3 Jahre verkürzen. Deswegen haben wir in diesem Jahr gesagt, so wir machen dieses Highlight deutsches Kino mit dieser Besonderheit, dass wir einen Pitch mit dabei haben. Also wir zeigen einen Langfilm, einen Kurzfilm und haben einen Genre-Pitch von einem Film, der erst noch gemacht wird. So, und das ist auch einmal interessant. Auch das ist eine Perspektive, die man mal aufdecken kann. Voll, ja. Und da versuchen wir halt einen anderen Rahmen zu bilden. Oh, das ist echt cool. Wenn du für das nächste Mal nur ein Thema suchst für die Podiumsdiskussion, du kannst ja einfach mal die Entwicklung des deutschen Horrorfilm-Podcasts damit einbauen, also oder Film-Podcast allgemein, und dann besprechen, warum gibt es denn sowas wie Viva la Movision überhaupt Wegen Corona nur auf Thema Bayerisch, wie kann man das nur weiter ausbauen, wieso ist es der beste Podcast der Welt? Wie hat er es geschafft, den Untergang aller anderen Podcasts einzuläuten? Die Frage, die sich da anschließt, war eigentlich, warum hat es die 100 Jahre davor nicht gegeben? Also warum ist es jetzt erst der Fall, dass es die Weltherrschaft an sich reißt? Das wäre jetzt eigentlich interessant. Ja, richtig, richtig. Vorbereitung. Was hätte man da alles verhindern können? Ich will jetzt Hitler nicht ins Spiel bringen, aber... Stimmt. Aber die Möglichkeit besteht halt. Ja. Ja, aber zumindest sorgen wir vielleicht für dritte Amtszeit vom Trump. Also irgendwas Gutes müssen wir ja bringen. Ja, aber Ich glaube tatsächlich nicht, dass er das überlebt. Ich hoffe. I am Podcast oder... Was? Oder die Welt. Schauen wir mal. Habt ihr dann, es war doch nur immer diese, ich glaube, war das Samstag in der Früh auch immer diese Filmschule? Die Masterclass, meinst du? Masterclass, so ist sie, genau. Ja, ich wusste ja irgendwas mit Schule. Ist die wieder? Ja, das ist schon ein Kernelement vom Director Spotlight jetzt geworden. So, ne? Wenn schon jemand da ist, der wirklich auch was nachweislich geschaffen hat in seiner Zeit, in der er Filme macht, dann kann diese Person auch was erzählen. Für uns als Festivalmacher interessant, fürs Publikum interessant, für junge Filmemacher interessant. Das ist schon was man mitnehmen kann. Und auch das, wenn wir dieses Jahr am Freitag im Andreasstadl wieder haben. Am Freitag, ja, genau, Freitag. Und es ist, wie gesagt, auch für alle Interessierten offen. Genau, das war früher mal ja abgeschlossener Kreis, dass man sagt, nur für akkreditierte Gäste oder für Leute, die eingeladen sind. Das haben wir ja seit letztes Jahr geöffnet. Das heißt, jeder oder jede, die da kommen mag und mal einen Blick reinwerfen mag, ist herzlich willkommen. Aber auch da gilt schon, dass der Zutritt nur für erwachsenes Publikum erlaubt ist, weil auch Filmausschnitte gezeigt werden. Also in Deutschland, muss man immer wieder betonen, gibt es ja diese Regelung, ungeprüft bedeutet ab 18. So. Genau. Ah, okay, sehr schön. Und jetzt vielleicht eine der wichtigsten Fragen, die sich viele Leute stellen, die keine Dauerkarte erwischt haben. Wie schaut es mit Einzeltickets aus? Wird es noch welche geben? Wann ist Verkaufsstart? Und wie schnell muss ich einkaufen, um eins zu erwischen? Also der Ticket-Vorverkaufsstart beginnt am Donnerstag um 18 Uhr. Also was ist das, der 26.? Genau. Ah, okay. Punkt 18 Uhr wird der Shop öffnen. Genau, es gibt dieses Jahr nur Einzeltickets, keine Tagestickets, aber es gibt Rabatte im Online-Shop ab 5 Tickets 10% Rabatt und ab 10 Tickets 15% Rabatt, was dann in der Dauerkarte, ja, in der Tagesticket auch schon sehr nahe kommt vom Preis her. Genau, es sind aber Einzeltickets, die man dann kaufen kann, sowohl fürs Ostentor-Kino, fürs Festival, als auch eben für die Vorstellungen im Andreas-Stadl-Kino. Alles in einem, sehr übersichtlich gestaltet und ja, mal schauen, wie es läuft. Also vielleicht geht's wieder schnell, vielleicht entspannt sich's ein bisschen durch die Zusatzscreenings, das werden wir dann rausfinden, live am Donnerstag. Bin ich gespannt, bin ich gespannt, ja. Ich am allermeisten, ja. Musst du um den Shop kümmern, oder wie? Yes.
Genau, zusammen mit meinem Partner, der ist der IT-Experte. Aber wir werden da sitzen und das bewachen und hoffen, dass alles gut geht und der Shop nicht lahmgelegt wird. Aber wird spannend. Dinge sind überkreuzt für euch. Danke. Letztes Jahr war ja alles ausverkauft, oder? Oder so ziemlich alles. Ja, am Ende, also im Vorverkauf waren es 98%, die schon weg waren. Und am Ende waren es aber dann dadurch, dass einige Akkreditierungen nicht eingelöst worden sind und so, waren es dann 97% Auslastung, was ja einfach irre ist. Also das passt ja. Also da platzt mir nach wie vor der Kopf, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das war schon krass. Ja, da macht die Entzerrung mit dem Andreas Stadl ja definitiv Sinn. Da bin ich echt gespannt, wo es dann am Ende landen wird von der kompletten Buchungsquote. Na, ich hoffe schon, dass es ein bisschen entspannt. Also das ist schon ganz klar die Hoffnung von uns allen, weil wir ja doch ein Publikumsfestival sind. Ne? Also es geht schon darum, ein Publikum anzusprechen und wir haben jetzt doch relativ viele Gäste aus Übersee und aus anderen Ländern, Presse, die sich anmeldet. Es werden auch jedes Jahr mehr Filmverleiher, die herkommen, andere Festivals, die Filme sehen wollen. Und dann wird halt das Ostentor auch schnell zu klein. Also das muss man auch sagen, obwohl das eines der größeren Kino in Regensburg ist. Aber aus dem Ostentor weggehen ist keine Option. Das ist das Kino, das wir brauchen als Festival, weil es auch nur da sich so eine Festivalatmosphäre erzeugen lässt, wie die wir haben. Das ging ja in keinem anderen Kino. Währenddessen der Andreas Stadl halt ein ganz anderes Flair mit sich bringt. Und da wird diese ganze Festivalatmosphäre, die wir im Ostentor anstreben, gar nicht passen. Also dieses Ranzige und so weiter, das da ist, das ist deutlich punkige Little Berlin und so, ne? Das macht schon einfach viel Sinn da hinten. Ja. Ranzig mit einem Herzen hinten dran. Voll. Ja, absolut. Das gute Ranzig. Ja. Sind wir natürlich ein Stück weit dran schuld. Wir machen ständig Werbung und beschimpfen jeden, der nicht in euer Festival geht. Ich glaube, letztes Jahr haben wir ein paar Stimmen dann auch gehabt, die sagen, okay, erst macht's groß Werbung und dann kriegen wir keine Tickets mehr. Ja. Shit happens. Yes. Ich glaube auch Ja, irgendwie. Ich würde sagen, Werbung heißt ja nicht automatisch, dass für alle Tickets da sind. Nee, voll. Ich glaube, letztes Jahr haben wir auch die Hefte, die Programmhefte verteilt. Da war es, glaube ich, schon ziemlich ausverkauft. Das war dann auch so ein bisschen klar, die Hefte sind super und es gibt ja auch welche, die eben so Tickets haben und dann das Heft in der Hand haben und sich freuen. Aber das war natürlich vielleicht auch ein bisschen schade für die das Heft dann gesehen haben und sich gedacht haben, boah, geil, da will ich hin. Und dann schaut man ins Internet und dann war alles schon weg. Aber konnten wir ja auch nicht wissen. Ist ja Kompliment für uns, aber war natürlich schade für viele. Und das ist ja alles auch keine böse Absicht, ne? Also wir hätten es auch gern anders, dass es ein bisschen entspannt. Wobei es, wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen geil finde. Also das gefällt mir schon, wenn so viel los ist, ja. Das ist ein Logo. Bestätigt ja nur eure Arbeit. Eben. Ja, und eure. Ihr dürft euch gerne mal loben. Ja, unsere natürlich auch. Ohne uns war das nie möglich gewesen. Ja, darum ist es noch unverständlicher, dass dieser Mike kein Handtuch kriegt. Das kann's nicht sein. Ja, ich kann ihm schon ein Handtuch geben. Das sollte das Problem nicht sein. Gerade was für uns, oder? Irgendwas finde ich schon bei mir im Schrank. Im Hotel kriegt er ein weißes Handtuch, frisch gestärkt. Und dann mit dem Edding Glaubt Hardline nicht, draufgeschrieben, oder? Ja. Falsch geschrieben, mit T, Hardline, einmal durchgestrichen. Der Mike kapiert's eh nicht. Ja, wie es halt so ist. Warum seid ihr eigentlich weggegangen von dem, dass es Tagestickets gibt? Naja, also die Überlegung, mag da gerät schnell, wenn ich da was falsch sage, aber die Überlegung war schon auch, dass wir haben jetzt 2 Kinos, ne? Und die Tagestickets lassen sich über 2 Kinos nicht übertragen. Wir wollten aber einen Rahmen schaffen, der genau das Gleiche abdeckt. Und dann haben wir gesagt, so, ja, dann machen wir halt dieses Rabattsystem. Dann kannst du dir dein Tagesticket selber zusammenbauen. Es ist auch so im Shop nicht ganz einfach, wenn ein Tagesticket abgegriffen ist und du dadurch für bestimmte Filme auch keine Karten mehr verfügbar hast. Also vielleicht kannst du den Hintergrund besser erklären. Ja, also genau, das ist tatsächlich also ein bisschen eine technische Sache. Also es gab halt letztes Jahr so einen Ansturm auf den Shop, dass, also wenn man Tagesticket ausgewählt hat, dann waren das trotzdem Einzelprodukte und der Shop hat dann die Einzelprodukte sich rausgegriffen und während man dann zum Warenkorb gegangen ist und dann eine Vorstellung von diesen 5
Vorstellungen, die zum Tagesticket gehören, schon ausverkauft waren. Dann war das ganze Tagesticket nicht mehr möglich. Dann sind die Leute wieder zurück, haben versucht, irgendwie rumzuprobieren, irgendwelche anderen Vorstellungen auszuwählen. Also es hat dazu geführt, dass sich das Ganze wahnsinnig verzögert hat und ich glaube, manche einfach dann irgendwie gar keine Tickets mehr hatten am Ende. Und technisch war es jetzt einfacher zum sagen, wir machen nur noch Einzeltickets. Das ist für den Shop leichter, sich die einzelnen Produkte rauszugreifen. Wenn eins ausverkauft ist, dann legt es nicht die ganze Bestellung lahm. Und durch die Rabatte kommt man, wie gesagt, auch sehr nah. Also es ist eigentlich wie ein Tagesticket vom Preis her. Nur kann man eben jetzt auch sagen, ich schaue Donnerstag einen Film und Freitag einen Film, Samstag 2 Filme und Sonntag einen Film und habe dann trotzdem eine große Vergünstigung. Und nicht nur, wenn ich jetzt 5 Filme von einem Tag wähle. Also im Grunde kann man jetzt auch den Leuten einen Vorteil verschaffen, die übers ganze Festival hinweg Filme schauen. Okay. Man muss dazu sagen, wir haben seit diesem Jahr auch unseren eigenen Webshop, den ihr eben umgesetzt habt, Magda und Seit Paki. letztem Jahr, genau. Ja. Und davor haben wir das über kinointerne Kassensysteme gelöst und da wurden die Tagestickets von mir händisch in der Nacht immer rausblockiert. Das war ein Riesenaufwand, der im Hintergrund gelaufen ist. Und der war bei dem Ansturm, den wir im letzten Also Jahr... war auch geil, oder? Voll. Da hat man nur gewusst, was man am Ende des Tages gemacht Ja, hat. ich habe mir nichts Besseres vorstellen können. Mich in der Fremd 2 immer hinsetzen und den Scheiß zu machen. Das ist wie ein richtiger Handwerker, bist du schon fast. Als hättest du etwas baut danach. Ja, so, genau. Aber am Ende ist es ja jetzt doch eine glückliche Fügung, dass es in diesem Jahr oder im letzten Jahr mit der Kassenumstellung oder Softwareumstellung endlich gemacht worden ist, weil ich hätte es nicht lösen können, dieses Tagesticketproblem bei diesem Ansturm. So, da wären wir einfach in den Knie gegangen. Uns war das so dermaßen um die Ohren geflogen und da hätten wir kein Land mehr gesehen. Und wir haben im ersten Jahr halt, ich möchte es nicht Fehler nennen, aber Dinge gelernt, die wir jetzt halt in unseren Prozedere einfließen lassen können. Und auch da gilt der ganze Dank der Magda und dem Paki. Also die haben da, glaube ich, Gutes geleistet. Das sehen wir am Donnerstag. Toi, toi, toi. Wir sind zufrieden. Stellen sich raus. Nee, wir sind zufrieden und es sollte, genau, toi, toi, toi. Es ist halt natürlich immer, es gibt Faktoren, von denen die man nicht zu 100% kontrollieren kann. Wenn irgendein Server auf einmal down ist, den wir nicht selber betreiben, dann, naja, aber das sind Unwahrscheinlichkeiten und wir sind jetzt mal optimistisch. Aber Tatsache ist, wenn der Ansturm jetzt nicht so groß wäre, dann könnte man vieles einfacher umsetzen, aber dadurch, dass es eben immer so seit letztem Jahr vor allem so viele Zugriffe auf einmal sind, muss man sich halt irgendwie vereinfachen, technisch. Und das versuchen wir halt und wir lernen draus und schauen wir mal, was wir dieses Jahr draus lernen. Aber genau, ich hoffe, das wird jetzt alles gut klappen. Ja. In dem Zuge gibt es ein paar Neuerungen. Eventuell, dass es einen eigenen Serverraum braucht. Ja. Genau, irgendwann ist das wahrscheinlich die Lösung. Aber es gab noch andere Neuerungen, die im Zuge dessen aufgekommen ist. Das ist der Abschlussabend, der jetzt kein Gesamtkonzept mehr ist, sondern wir das Konzert ausgegliedert haben. Da haben wir halt immer das Problem gehabt, dass manche bloß die Musik hören wollten, andere wollten bloß in Film singen und dann war bei einen wie der anderen Vorstellungen waren Plätze frei und das ist halt nicht auch wenn du die Plätze verkauft hast, ist es nicht im Sinne der Band, dass da die Plätze frei sind und nicht im Sinne des Abschlussabends, dass Plätze frei sind. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir trennen das jetzt an der Stelle. Du kannst jetzt einzelne Karten fürs Konzert kaufen und einzelne Karten für den Abschlussabend, der dann bloß Film- und Preisverleihung ist. So. Ich glaube, das ist auch eine gute Lösung. Wie gesagt, es sind alles Lernprozesse, die da mit einfließen. Die finde ich auch eine gute Lösung. Die habe ich sehr positiv aufgenommen, weil mir ist immer zu laut beim Konzert. Ich bin dann eher immer so der Fan, der lieber nur zum Film geht. Ja, oder zum Bier. Na, das am Sonntag, da muss ich fahren, da trinke ich kein Bier. Wir haben jetzt relativ viel über das Drumherum geredet. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen Hörer, der denkt sich, ja, und was sagt sie so für Filme und wer ist im Director Spotlight? Könntest du da vielleicht ein paar Highlights rauspicken? Also die Leute nochmal so richtig scharf machen. Sollen wir uns ein bisschen hin und her spielen, Magda? Gern. Fange ich einmal an mit dem Director Spotlight. Da möchte ich einen Hintergrund nochmal erklären, weil manchmal falsche Herangehensweise von außen ans Festival herangetragen wird. Wir verstehen uns als Festival selber als Türöffner-Festival. Es geht darum, jungen Talenten die Türe zu öffnen für einen Markt, der vorhanden ist.
So. Und wenn wir jetzt da irgendwelche Stars besetzen würden, auf die wir theoretisch Zugriff hätten, also wir könnten die schon einladen und die würden auch kommen, aber da verfehlen wir ganz klar unser Ziel oder unser DNA, würde man damit auch verraten. Und deswegen halte ich immer Ausschau nach Regisseuren oder Regisseurinnen, die jetzt in den letzten Jahren auf dem internationalen Bankett sich einen Namen gemacht haben, aber bei uns nur relativ unbekannt sind. Und da ist jetzt wieder in diesem Jahr der Paul Urquijo Licho, ich habe keine Ahnung, ob man so ausspricht, jetzt sind wir wieder soweit. Der hat Filme gemacht, die ich schon seit einer Zeit lang beobachte. Ne? Diese Elementari war ein guter Film, der über Netflix gemacht worden ist. Er hat aber auch hervorragende Kurzfilme gemacht. Und da hat beispielsweise einen Silbernen Méliès gewonnen mit Dada und mit Irati, der beim Fantasy-Filmfest gelaufen ist und auch ein hervorragender Film war. Und mit Gower sich jetzt erst einmal selbst krönt. Also es ist eine ganz klare Entwicklung und der ist vielleicht die spannendste Stimme, die es aus dem Fantasy/Horror-Genre im Moment gibt. Dir war er vorher, glaube ich, nicht ganz bekannt. Nee. Aber mit der Entdeckung hast auch du die Qualitäten erkennen können. Definitiv. Also Gower ist tatsächlich eins meiner absoluten Highlights. Der hat mich richtig weggeblasen, auf jeden Fall. Also freue ich mich auch, den nochmal im Kino anzuschauen. Und auch wahnsinnig sympathischer Regisseur. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass er da ist und auch sehr präsent sein wird. Ja. Und was interessant ist, dass wir in diesem Jahr ein paar Filme haben, die ganz klar die man ganz klar als weird adressieren kann. So in diesem Jahr fehlen die ganz harten Spitzen bis vielleicht auf einen Film. Aber es gibt ein paar Filme, die einfach nur verrückt sind. Also dieser Buffett Infinity beispielsweise. Sowas habe ich vorher und nachher nicht gesehen. Ein Film, der komplett in Werbespots erzählt ist und das auch noch funktioniert. Also das widerspricht jeder Logik. Aber so ein Spaß. Also der ist wirklich ganz toll. Ja, ich glaube, sowas hat keiner bisher gesehen. Ja. Und da in die gleiche Kerbe würde ich schlagen. Also wenn es um Weird geht, müssen wir I Live Here Now mit rein denken, den du ausgesucht hast. Magda, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Genau, von der Julie Pacino, Tochter von Al Pacino, wie der Name schon sagt. Ihr Langfilmdebüt, glaube ich sogar. Vorher auch eher im Kurzfilmbereich unterwegs gewesen und im Producing, glaube ich. Genau, sie kann leider nicht persönlich kommen, aber der Film hat mich auch sehr lang beschäftigt. Also er ist fordernd auf jeden Fall, aber optisch ist echt eine Schau. Und wenn man sich darauf einlassen kann, dann gibt er einem sehr viel. Also da geht es so ein bisschen um die Verarbeitung von Traumata aus der Kindheit. Es geht um eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen will und dann in einem sehr surrealen Hotel landet. Sehr lynchig. Optisch, wie gesagt, wunderschön anzuschauen. Super weird. Es ist, wie gesagt, manchmal ein bisschen schwer zugänglich, aber wie gesagt, also es fordert das Publikum heraus. Wenn man sich darauf einlässt, kann man da eine richtig gute Reise damit haben. Ja. Und der Gegenentwurf dazu, glaube ich, ist Jumpscare, der unser Abschlussfilm geworden ist in diesem Jahr. Da geht es um eine Metalband, eine weibliche, die irgendwo im Outback auf einer Hütte sich zurückziehen möchte und da den Song schreiben möchte. Deren Lieblingsband war vor vielen, vielen Jahren da und hat da das beste Album aller Zeiten aufgenommen und ist dann verschwunden, spurlos. Und die Damen werden sehr bald erfahren, warum das die spurlos verschwunden ist, die Band. Und dieser Film ist Vogelwild. Also man kann ihn nicht anders beschreiben. Also sowohl ästhetisch als auch von dem Schauspiel, als auch von dem, was er erzählt, wie er es erzählt, was er da für Bilder zeigt. So ein narrischer Film. Also und musste als Abschlussfilm einfach her. Ja, extrem stylisch und sehr unterhaltsam. Ja. Und ein Metal-Film, der ohne Metal auskommt, ist schon an und für sich eine Sache. Ne? Stimmt. Ah, cool. Ja, auf den bin ich gespannt. Ja, es sind ein paar echt heiße Dinger dabei. Also Strange Harvest ist auch so ein Teil, der ein bisschen vielleicht so die Found-Footage-Gang anspricht, aber nicht durchgehend, weil der mit Found-Footage spielt. Also der ist eher so in diesem True-Crime-Sektor unterwegs. Also der arbeitet mit so Videoaufnahmen von Polizei und so und baut da einen so übernatürlichen
Twist ein, der dem Film unglaublich gut steht. Also das ist schon ein echtes Highlight, der Film, und wir freuen uns sehr, dass der bei uns Deutschland-Premiere hat. Von dem habe ich tatsächlich davor schon ganz viel gehört. Und der Mike und ich waren da schon länger auf der Suche und freuen uns, dass wir den jetzt im Hardline sehen dürfen. Ja, da könnt ihr euch echt freuen. Also wie gesagt, ich bin nicht so der übermäßige Found-Footage-Fan normalerweise, und also diese Crime-Dokus schaue ich eigentlich nicht, aber der hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen. Also da war ich sehr überrascht, sehr positiv überrascht, und ja, ich glaube, der wird auch viele andere sehr überraschen. Was dich nicht unmittelbar überzeugt hat, Magda, war dieser Flash Itself, gell? Naja, doch, also ich fand ihn halt echt sehr hart. Also der ist schon gory streckenweise, sehr brutal. Das ist einfach nicht so mein Lieblingsgenre oder das, was ich halt jetzt normalerweise gerne privat anschaue. Aber ich verstehe total, warum er bei uns im Programm ist. Absolut. Also es ist ein echt super starker Film. Aber er ist wirklich streckenweise richtig heftig. Also wenn ich mal wegschaue bei einem Film, dann hast du schon was. Ein Film, der vollkommen unterm Radar gelaufen ist. Ne? Der hat bei uns Europapremiere, der hat beim Filmquest in den USA Weltpremiere gefeiert, kommt aus Brasilien und ist da auch im Kino gelaufen, also hat einen großen Start gekriegt. Und ansonsten kommen jetzt die anderen Festivals erst langsam drauf, dass da ein echtes Highlight liegt, für das man aber ein bisschen was mitnehmen muss. Also erstens hat er einen soziokulturellen Unterbau, also der ist politisch geprägt und erzählt was über einen Krieg, der uns als Europäer nicht ganz präsent ist. Aber dann hat er eben auch nur, er ist einfach ein hervorragend handwerklich umgesetzter Horrorfilm. Sich ein bisschen vergleichen lässt mit Don't Breathe, glaube ich, bloß in brasilianisch und dreckert, in sehr dreckert. Und deutlich langsamer und genüsslicher. Und übernatürlicher und teuflischer. Also der hat schon was, der ist schon wirklich cool. Ja, die ist sehr spannend. Vor allem dann ist da ein bisschen was für uns Scorebauern dabei praktisch. Für dich, nur für dich. So wie es Marc da gerade erzählt hat. Nur für mich, das ist schön, ja. Was mich mal interessiert hat, Flo, ich habe das auch wir haben ja Zusammenarbeit mit anderen Festivals auch, und das ist immer die Frage, die ich jetzt halt immer gestellt habe, weil mir das dann von dir mal eingefallen ist. Du hast ja ein gewisses Schema, nachdem du die Filme anordnest, wie sie gezeigt werden. Ja. Und da würde mich interessieren, nach welchen Kriterien, dass du das irgendwie so machst. Da machst du jedes Jahr irgendwie so, okay, ich habe jetzt einen Bock, dass das in die Richtung geht, oder hast du immer die gleichen Kriterien, wie du sagst, es geht los mit einem Bang, es hört auf mit einem Bang, und dazwischen welche die und die Highlights dann rauspicken. Also was ist da so deine Auswahl, wie du das Programm aufbaust? Na, also das ist das, was wir intern öfter sagen und wo ich schon Wert drauf lege. Es braucht am Ende eine Stimme, die Endauswahl in richtigen Bezug setzt. Das muss nicht ich sein, das kann genauso die Magda sein oder ist bei anderen Festivals eben jemand anders. Aber jedes Programm erzählt auch eine Geschichte. Ne? Also du versuchst natürlich auch nicht Filme zueinander in Bezug zu setzen, die zu ähnlich sind, die gleiches Thema haben, sondern es soll ja abwechselnd sein. Also wir haben ja ein Festival, das ganz stark davon lebt, dass Leute alles anschauen. Und wenn Menschen alles anschauen, wollen sie sich nach dem dritten Film nicht langweilen, sondern wollen einmal einen Richtungswechsel haben. Und das ist schon was ich immer versuche darzustellen und was bei uns auch in der Vorauswahl schon eine Rolle spielt, dass man sagt, so jetzt brauchen wir aber nur das. Also wir holen uns das dann schon auch, was wir noch wollen. Und vielleicht fällt deswegen aber nur ein starker Film raus, den wir gern gehabt hätten. Es ist bei uns jedes Jahr so, dass 2 oder 3 Filme, die wir schon auf der Shortlist gehabt haben, auf der Strecke bleiben, weil es nicht mehr in die Dynamik des Festivals passen. Und das ist eigentlich, was ich immer ganz geil finde. Da habe ich so meine kleinen Zettelchen und die Pappe an meinem Schrank dir und das hängt dann da eine Woche. Und jeden Tag, wenn ich aufstehe, stelle ich mich vor dieses Ding hin und fange an, diese Zettel neu zu arrangieren. Habe da ein eigenes Punktesystem entwickelt. Also es gibt dann so 3 Blutpunkte, es gibt 3 Spannungspunkte, es gibt 3 Intellektualitätspunkte, so, ne? Und so versuche ich das dann immer in eine Dynamik zu setzen. Und ich glaube, das ist eins meiner Talente. Genauso ein Talent ist, dass ich gerne mal Filme finde. Also das war Allerdings. Dieser Flash Itself oder Jumpscare sind 2 Filme, die keiner auf dem Radar gehabt hat vor uns. Letztes Jahr wie hieß er denn, mein Lieblingsitaliener vor 2 Jahren? Flow. Nee, Flow war auch so ein Kandidat.
Leck mich am Arsch, ich bring's jetzt nicht mehr zusammen. Dieser Home Invasion, mehr oder Nee, der italienische Film, der in Schwarz-Weiß mit den außerirdischen Monster. Ach ja, Complex Forms. Ja, oder? genau, Complex Forms. ja. Den hat auch keiner auf dem Radar gehabt vorher. Ne? Und da bin ich persönlich, ich glaube, das ist so eine meiner Stärken, genauso wie diese Zusammenstellung vom Endprogramm. Dafür haben andere Stärken. Und ich glaube, wir als Team schaffen es ganz gut, das zusammenzubringen. Auch mit dem Domi, der jetzt nicht da ist, aber den muss man da auch mit hineindenken und ins Boot holen, weil der für dieses Mr. Trash Presents schon etwas abdeckt, was ich niemals abdecken könnte. Also das ist... Bringt aber gewisse Herausforderungen mit sich. Also jetzt, wo die Magda quasi in diesem Jahr die ersten Filme von sich aus selber programmiert und sagt so, da kasper ich gar nicht mehr rein, sondern sie verhandelt die ja zu Ende. Und ob es mir gefallen oder nicht, spielt jetzt keine Rolle mehr. Das führt halt auch dazu, dass ich dann in der Zusammensetzung des Endprogramms neue Dinge denken muss. Und das ist super spannend, aber schwerer als zuvor, muss ich sagen. Das tut mir leid. Ja, Ja, interessant. dafür kriege ich mal ein Backel Chips. Vor allem mit deinen Zettelchen und deinem Punktesystem. Ja, also so arbeite ich halt. Ist sowas, was ich seit dem ersten Festival mache mit diesen Punkten. Weil ich das irgendwie witzig finde. Und manchmal verliert man einen Überblick über das, was man eigentlich gesehen hat. Also mit Flash Itself beispielsweise, der war mir nicht so als sehr brutal in Erinnerung, aber der hat schon seine Spitzen. Und das kann man halt, vergisst man nicht, wenn man es festhält irgendwie. Und das mache ich halt mit meinen Zettelchen und Pünktchen. Und ja, Punkt. Ja, wenn du schon keine Kinoplätze mehr manuell verteilen darfst, dann musst du ja das irgendwie kompensieren. Ja, so ist es. Habt ihr noch abschließende Worte zum Hardline für unsere Hörer und potenzielle Besucher? Ja, sorry, dass wir so viel labern immer. Also ich habe heute schon ein Interview gehabt in der Früh mit der Regensburger Zeitung, das auch 2 Stunden Laberzeit mitgebracht hat. Und so geht's dann immer, wenn es ums Festival geht, dass da halt echt viel drinsteckt. Und je näher du an so einem Baby bist, ich meine, da kennst du ihr Liederfußsänger, desto mehr labert man auch über sowas. Ich bin relativ schweigsam, wenn es um Warlex geht, weil ich in dieser Zeit, also diese Monate vorm Festival, echt zu nicht viel komme und eigentlich froh bin, wie es Magda auch vorher gesagt hat, einmal ein Buch in die Hand zu nehmen und was zu machen, was mit nichts was zu tun hat. Ins Fußballstadion zu gehen und lauter so Blödsinn, so was einfach ganz weit weg ist von der Kinorealität, das ich ja immer habe, weil ich ja Kinobetreiber bin. Ne? Aber das führt halt dazu, dass einfach so ein Podcast dann auch zu einem 2-stündigen Laber-Podcast wird und der Corby das alles nur schneiden muss. Es ist ja seine Leidenschaft. Danke, dass du mich da jetzt auch dran erinnerst. Ja. Ich freue mich sehr. Ja. Corby hat schon immer gesagt, er ist leidenschaftlicher Schneider. Kannst du das nicht irgendwie AI machen und so One-Click-Solution? Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben einmal eine Folge nur mit AI rausgebracht und das war die erste Folge, wo ich ganz viel Resonanz bekommen habe mit hey, das war jetzt diesmal echt schlecht, ob ich krank bin. Geil. Die hat einfach immer so Silben abgeschnitten, ob am Ende oder am Anfang, das war ganz komisch. Das ist wie mit dem Handy-Telefon. Ja, genau. Aber Flo, das ist ja dann wie bei dir, wenn man dann ab und zu mal was mit der Hand macht, wie das mit den Zettel, und dann kriegt man aber Bestätigung, dass das gut war, dann freut man sich natürlich. Ein bisschen schon, gell? Also zum einen habe ich mich schon gefreut, dass die Leute das mit der KI scheiße gefunden haben, weil dann weiß ich, okay, die Arbeit ist nicht umsonst. Andererseits habe ich mir gedacht, verdammt, ja. wann wird diese Kack-KI mal so intelligent? Ich glaube, das dauert nur. Ich habe so einen Fußball-Podcast, den ich gerne höre, der hier in Regensburg, über ein Jahr in Regensburg und so. Und der macht das auch über KI und der schimpft wie ein Rohrspatz, weil der sagt so, am Ende muss es doch wieder komplett schneiden, weil diese verfickte KI Sachen ausschneidet, die es nicht ausschneiden soll. Und das ist halt schön, dass das Ding doch noch nicht so weit ist. Ja, Corby, du machst das super. Oh, Dankeschön. Du musst aber deutlich mehr Folgen hören. Du hast vorhin gesagt, du hast da eine Warlex-Folge bis jetzt angehört. Nein, nicht insgesamt. Nein, speziell zur Vorbereitung nochmal. Ach so. Aber das ist, ich glaube, die letzte Warlex ist echt schon ein bisschen her, ja. Ich gelobe Besserung. Aber schau, wenn wir die Folge aufgenommen haben zu One Piece Staffel 2, da kannst du dann reinhören. Definitiv.
Versprochen. Da machen wir es gleich steady-inklusiv, weil dann müssen wir Magda Max hören und dann soll es ordentlich blechen dafür. Also ich muss jetzt mal an der Stelle was sagen. Ich bin ja Steady-Abonnent, aber ich höre euch über meinen ganz normalen Podcatcher und da ist dieses Steady-Inklusiv mir ein Stein im Weg. Ich habe noch nie ein Steady-Inklusiv gehört, weil mir das nicht eingespielt wird. Ich müsste das proaktiv holen und da bin ich zu faul. Auf Spotify sind es mittlerweile extra dabei. Fick Spotify, ich bin nicht bei Spotify. Ja, also ich weiß schon, dass das Spotify ein Schweinedrecksverein ist, aber zumindest musst du proaktiv werden als Nutzer. Ja, na, ich mag ja Steady und ich sollte das aktiver verfolgen, also auch eure Folgen. Ich kann das nur unterstützen, weil, also nicht das Steady-Inklusiv-Ding, das ihr da anbietet, sondern überhaupt, dass man euch unterstützt mit ein paar Euronen, weil das echt nicht viel ist. Und ihr macht schon viel Arbeit auch. Und auch wenn man es nicht hört, ist das schon professionell, was ihr da tut. Na, das macht ihr super. Gibt's den Leuten mal ein bisschen Geld? Ja, Inhalt und die Qualität der Folge, das sind ja schon zwei Paar Schuhe. So. Das war professionell, aber es hat KI ausgeschnitten. Aber vielen Dank, Flo, das freut uns natürlich sehr. Gibt's eine dicke Potato für uns. Tja. Magda, hast du auch noch abschließende Worte für unsere Hörer und eure zukünftigen Besucher? Ja, also ich kann nur sagen, ich freue mich dieses Jahr richtig doll. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber gerade bin ich richtig hyped. So, ja, ich freue mich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin entspannter und ich bin noch vorfreudiger. Also ich bin echt jetzt happy, wenn es dann losgeht. Ich habe vorhin schon zum Flo gesagt, die Wochen davor wird mein Hirn immer löchriger und dann wird es irgendwie Zeit, dass nur noch Hardline ist und ich mich darauf konzentrieren kann. Und ja, ich freue mich, ich glaube, es wird richtig super. Wir haben coole Gäste und ich habe letztens in einem Forum aufgeschnappt, wusstest du das, Flo, dass dein Spruch, den du öfter sagst, Welchen? kommt rum, wird dufte, dass das schon aufgegriffen wurde als Hardline-Spruch von einem regelmäßigen Besucher. Echt? Ja. Sieh einer an. Ich bin voll der Flo-Influencer. Ja. Boah, krass. Unglaublich, Genau. Influencer, das ist ja. Aber ich darf sofort Anzeige raushauen hier. Das ist Mundraub. Ja, Copyright. Ja. Oh Gott. Der Flo wurde schon zitiert, also das war schon mit Quellenangabe. Echt? Ah, na gut, dann Ja, gerade nochmal den Hals aus der Schlinge gezogen. Glück gehabt, der junge Mann oder die junge Frau oder was auch immer. Also wenn ihr sowas mal mitkriegt, vermittelt es gerne an uns weiter. Wir teilen uns das dann brüder- und schwesterlich, also 50-50 von Klageeinnahmen. Machen wir, ist notiert. Sammelklage gegen Meta, Sammelklage gegen Ja. Amazon, Sammelklage gegen Zitatklauer vom Hardline. Alles über uns. So. Sehr gut. Deswegen, also von meiner Seite gäbe es daher nichts mehr anders zu sagen, wie kommt rum, wird dufte. Yeah. Schöner kann man das nicht abschließen. Dann würde ich sagen, hören wir auf. Es ist jetzt viel Arbeit für einen Corby, was auf ihm dazukommt. Aber er macht's ja gern, haben wir ja schon festgestellt. Das ist ja seine Leidenschaft. Flo, Magda Flo, voll geil, dass du da warst. Das war eine saukoole Runde, hat viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir mal ein Warlex mit euch zwei ohne Hardline im Nacken, dass wir uns wirklich nur auf sowas konzentrieren können. Das glaube ich, hat Spaß machen. Zumindest mir. Oh ja. Corby, natürlich auch sehr schön, dass du dabei warst und auch sehr schön, dass du das schneidest. Ja, super, danke schön, Kani. Das ist sehr nett von dir. Aber ich kann nur sagen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schön, dass wir alle vier Leidtragende sind von die letzten Glühwürmchen. Das hat man mein letztes Wochenende echt gescheit versaut. Und ich freue mich wahnsinnig aufs Hardline. Also ich freue mich zum einen, dass ich euch wieder mal sehe und zum anderen, das sind die auf Garantie schönsten 4 Tage im Jahr. Ja, kann ich mich gerade anschließen. Da bin ich auch schon wieder sehr heiß und freue mich schon wieder auf viel Konsum an Filmen. Ich knutsche euch, wenn ihr kommt, mit Zunge. Geil, Leute. Was Super. mache ich Das macht er jetzt wirklich. mit meinem Ständer bis dahin? Da lasse ich dich jetzt mal ganz allein mit deiner Fantasie. Aber Okay. euch knutschig und in Mike sei Glatze streichlich. Ja, auf das freut er sich sicher schon. Das wird ist super. sein Highlight jedes Jahr.
Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Sagen wir vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wie es der Flo schon gesagt hat, unterstützt uns mal mit ein paar Euronen auf Steady, ihr knickerten Schweine. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ne, vom Ostentor-Kino. Höchstwahrscheinlich vom Osttor-Kino und natürlich dann auch vom Andreas Stadl. Ich freue mich schon sehr. Ah, das geht's eigentlich nicht. Macht es gut. Ciao. Tschüssi. Ciao. Tschüss.